Wo ist er? Oh mein Gott, wo ist er? Lustigerweise, es geht meine Kamera nicht. 2 Minuten bevor ich einschalte. Das war eh klar. Haben wir mir geht der Ton. Es war so klar. Wenn es wieder zugeht wie im Affenstall, geht wieder überhaupt nichts. So, hier Logitech, hier Blums, Dingsbums. Dann schaue ich aus, als darf mir der Himmel durch den Kopf scheinen. Ich weiß auch nicht, wo wir haben. Leute, was ist denn eigentlich los? Hör mir auf, brumm. Herzlichen Dank. So, jetzt, ich habe gerade meinen PC noch mal kurz, bevor es losgeht, noch mal neu starten müssen. Und überhaupt so, Kinder. Was ist da los? Was genau ist da los? Ich habe eigentlich immer gemeint, das ist ein Witz. Was ist da los? Wieso her mit 5 fahren? Ich habe eigentlich gemeint, das ist ein Witz. Also, nein, es ist kein. Ich sag's euch gleich einmal vorweg. Regel Nummer 1. Ja, wir spielen halt einen Landwirtschaftssimulator. Es wird passieren. Es ist kein 1. April oder irgendein Blödsinn oder sonst irgendwas. Ich hab mir zugelegt, aber wir werden den heute spielen. Okay, das ist mal das Erste. Aber das Erste, was ich mich frage, ist, wieso haben über 200 Leute da, bevor wir überhaupt anfangen, 150 Damerling nach oben, weiß der Geier, im Chat geht's zu wie fucking noch nie. Also wie fucking noch nie. Ich hab immer gemeint, das ist ein Witz. Was soll denn das? Weißt du, ich sitze da und denk mir so, ja, okay, es werden über mehrere und alles, was ich im Chat lese, ist kein Feind, ein Steyr, ein Case, ein Johnny, also keine Ahnung. Und ich sitze da und ich möchte mich für 850, möchtest du mich verarschen? Seriously? Seriously möchtest du mich verarschen, wenn wir knapp 900 Leute, bevor... Wandel Hans vergessen. Ja, Kinder, danke, alles gut. Bitte nicht jetzt auch noch mit den Donations eskalieren. Nein, das tun wir heute nicht, das lassen wir. Ich kenne mich eh schon nicht aus. Über verdammt nochmal 900 Leute haben da. Auf Twitch weiß ich es noch nicht, da hat es sich noch nicht aktualisiert. Der Chat kann sowieso keine alte Sau nicht lesen. Was ist da los? Jenny, Leute, merci. Puh, beinahe, ja, ich warte später Minuten. Alter, ohne Scheiß. Was stimmt denn nicht mit euch? Kriegen wir 1000 zusammen? Es sind wieder 8 auf Twitch. 18 auf Twitch. Da geht's aber zu. Es sind 960 Leute auf YouTube. 960! Spinnst du? Jodelmax, vergeht's gut. Mit der Rede geht's wieder optimal gut. Also, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich da verhalten soll. Jetzt zwingt es mich indirekt dazu, dass ich es spät gut zum Finden habe. Der Rede, freilich ist, damit es lustig ist, Anwesenheit. Merci, Leute. Kim, chillt zur Basis, Alter. Chillt mal eine Kniescheibe. 994 Zuschauer. Alter, das letzte Mal bei Visage Code. Was ist denn los mit dir? Fabi! Herr Spreitzer! Vergelt's für deine Mitgliedschaft im Vollbier Squad. Herzlichen Dank, Chat. Ich meine, der Chat ist halt geschissen, glaube ich. Keine Ahnung, kann ich kein Mensch lesen. Was soll denn das Programm hängt ja auf? Alter, was ist denn kaputt? Es ist da. Was ist? Weiß ich nicht. Weißt du, wann ich das. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Das hätte ich das nächste Mal erwartet, dass wir eine 4-stellige Zuschauerschaft haben, wenn Cyberpunk kommt. Nächstes Jahr im April. Da hätte ich damit gerechnet, okay, da ist der Hype vielleicht so fett, dass man 1000 Leute nochmal zusammenkriegen kann. Aber sonst wird es schwierig. Dann Ehrebega. Leute, danke. Sonnenkönig heißt, habe ich dere, Alter, wie viel treibe ich dere Leute. Danke, ich kann mich gerade nicht konzentrieren. Ja, und dann tue ich Gaudi halber. Hol mir halt denkt, weil es eh was ist. Alter! Was soll denn jetzt der Song dazu? Weißt du, jetzt haben wir einen Haufen Leute da, die es mitkriegen. Weißt du, der außer der Bilger zockt Landwirtschaftssimulator. Oder 50 ist 2 und du weißt das. Flo, dankeschön. Von ganzem Herzen drin. Küss dein Auge, Brudi. Passt ja. Ja, Leute, ist gut. Danke. Ich bin, wie soll ich sagen, ich bin begeistert genug. Ja, wieder 500 Daumen nach oben, 1100 Zuschauer. Für ein fucking Landwirtschaftssimulator, oder? Für Bulldog fahren! Was ich erwarte, ich weiß nicht, also ich gib's zu, ich war 5 Minuten drin ungefähr. Ich war auf dem Server und hab wieder mal kurz einmal angelaufen, käme ich keinen Stecker nicht aus. Deswegen wird das halt folgendermaßen laufen. Ich verzeihe jetzt, das ist einfach, wie das laufen wird.
Wir machen heute einmal die Tutorials, ja. Ich hab das Spiel noch nie gespielt, auch keinen alten Teil, gar nichts. Und ich bin so fair und gebe dem Spiel eine reelle Chance, ja. Ich bin ehrlich, ob's gut, schlecht, sonst irgendwie irgendwas ist. Ich sage jetzt nicht mit Gewalt und extra ab oder irgendwas. Aber wenn's kacke ist, dann sage ich euch das. Und wenn 4000 Leute zuschauen, ist mir egal. Lucky, vergeht's gut. Leute, an euch alle, danke. 60 Leute auf Twitch, 1107 auf YouTube. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, was ich sagen soll. Es ist der verfickte Landwirtschaftssimulator. PUBG for Gaming, habe Dritt, kommst nächstes Mal, Vollfin, winkt jetzt wahrscheinlich nicht. Internet for Word, war echt geil. Wird wahrscheinlich nicht passieren. Alter, ich kenne mich gerade überhaupt nicht aus. Wie gesagt, das habe ich erwartet, nächstes Jahr im Winter, nicht im ersten schon mal gleich gar nicht im Sommerloch. Wir haben noch nicht mehr angefangen. Ich weiß weder, ob das lustig wird, ob das weiß ich nicht, was wird. Ich meine, wir fahren mit dem Bulldog über Fate drüber. Ne? Und sabit mein Wort so. Das alles. Auskennen tue ich mich keinen Stecker nicht. Jeder Bauer, der herin sitzt oder das Spiel schon länger kennt, der wird mich. Frau Tüttensee. Mir ist wieder zwickel. Ja, was wir heute vergessen haben. Erst einmal. Habe Dritt! Ich bin's, der Bierger, an diesem wunderschönen Mickerabend. Herr Geier, vergeht's gut. Ja, genau. Spendenaufruf für einen Bulldog. Kein Bulldog. So. Da ich die Vermutung habe, dass heute ein Haufen Leute da haben, vielleicht sogar zum ersten Mal da sind, keine Ahnung, weil so viele Leute waren schon lange nicht mehr da. Wir haben ja normalerweise über 10 Minuten da, Schmerzringen, dann fangen wir zum Zocken an. Ja, meine Streams laufen jeden Montag und Mittwoch ab 8 Uhr bis ungefähr um 10 Uhr. Wenn es furchtbar viel Spaß macht oder wir kurz vor dem Ende sind, laufen sie manchmal ein bisschen länger. Aktiviert die Glocken, dann kriegt ihr mit, wenn ich live Was gehe. ist denn los mit Herr dir? Donner! Geht's gut, Herr Donner. Was das normalerweise heißt, wenn jemand dem Vollbiersgott beitritt, herzlichen Dank an dieser Stelle, Herr Donner, muss der Chat eskalieren mit einem Habe dritt, Herr Donner! Herr Geibiffi, vergeht's gut, ich kann nichts lesen. So, ja, ich weiß auch nicht, wie wir da jetzt anfangen. Also keine Ahnung, ich werde einfach mal dann das Spiel starten und dann werden wir einfach schon mal sehen, keine Ahnung was. Dann werden wir die Tutorials durchmachen, weil ich keinen Plan habe, also null Ahnung habe von irgendwas in dem Spiel und überhaupt sowieso, und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass ich den Chat nicht fragen kann, was ich tun soll und so weiter, weil man nichts lesen kann und jeder durcheinander schmerzt. Herr Daniel, hau auf, geht's Bürger, geht's dahin, geht gleich dahin, geht's für den Zwickel. Haben wir noch, wir sollen sagen, 2 Minuten, finden wir uns noch ein, jetzt haben wir 1200 Leute. Warum? Ich hab ernsthaft vor, das ist ein Witz. Also nicht, dass ich einen Landwirtschaftssimulator spiele, sondern dass so viel Leute geil, das habe ich nicht kommen sehen. Ich sag das, wisst ihr, habe ich nicht kommen sehen. Ich mach's es überfordert. Martin! Vergelten Sie Gott für Ihre Mitgliedschaft im Vollbiersquad. Hashtag Reinemonster, Bitch. Chat, ihr wisst, was das heißt. Habe dritt Martin! Aschenbecher, so ist es, was mir zum Namen Martin einfällt. So, jetzt muss ich mir einen gepflegten Schluck trinken, ja? Aus meiner Wodka-Halbe. Zugeht jetzt. Weißt du, ich hab ja das vor dem Stream schon ein bisschen mitgekriegt, so wie es zugeht. Ja, so viele Leute waren vorher schon lange nicht mehr da und Daumen nach oben und was weiß ich. Und da habe ich mir gedacht, ja, in der Vergangenheit, jetzt in der letzten waren es so 500, 600 Leute, wenn es einigermaßen viel waren. Vielleicht schaffen wir heute mal ein bisschen mehr, so 700, 800. Nein, es sind 1230. Für den scheiß Landwirtschaftssimulator. Leute, ich weiß gar nicht, wie ich da, weiß ich nicht. Weiß ich jetzt nicht, was ich da jetzt aufführen soll. Leute, ist ja gut. Herr Wolperdinger, vergelt's gut. Herr Brauner, vergelt's gut für deine Mitgliedschaft im Vollbiersquad. Herzlichen Dank. Kann man mir wieder Runden chillen, weil sonst hören wir nichts mehr außer hier Vollbiersquad und sonst was. So, wir haben noch 60 Sekunden, dann werden wir mal das verdammte Spiel starten und dann werden wir schon sehen, was passiert. Ja. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Herr Oliver! Du hast viel Großpass gemacht. Weil, ist zum Beispiel schon wieder die erste Frage, muss man in dem Spiel. Herzlichen Dank. Zweistellige Beträge braucht es nicht, da kriege ich ein schlechtes Gewissen. Weiß es was ist. Aber herzlichen Dank natürlich. Padre! Ja, wir sollten da noch irgendwas lesen, gibt's eine Ruhe. Ich passe einfach nicht mehr drauf auf, hört's auf jetzt damit, weil das den ganzen Stream kaputt macht. Hört's auf! Stop it! So, ich weiß, ein Chat kann auch kein Mensch mehr lesen, jetzt muss ich wieder einen Alleinunterhalter spielen. Für 1300 Leute, wenn wir es zusammenzeit, die gerade da. Ich war ganz ehrlich, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Ich kenne mich gerade überhaupt nicht aus. Seid nachsichtig mit mir. Haben wir schon eine Zeit nicht mehr gehabt. Weiß ich nicht, wie ich mich verhalten soll, aber das werden wir schon hinkriegen.
War nicht das erste Mal, dass irgendeine unkontrollierte Scheiße aus meinem Maul rausfällt. So, ja, dann darf ich einfach einmal vorschlagen. So, das ziehen wir jetzt mal da schnell so. Da machen wir schnell ein Babyelefant. Dann fangen wir an. So, Facebook machen wir zu, braucht keiner. Starte den Landwirtschaftssimulator. Ich kann eigentlich fast selber gar nicht glauben, was ich da gerade tue. Ja, Verbindung zu Steam, ist ja wahrscheinlich kackt jetzt Steam ab, da müssen wir uns halt noch 3-4 Stunden. Oh, sie haben 2 neue Gegenstände. Moment, auf Zocken umschalten. Oh, Greenscreen kaputt, ich hab's genau gesehen. Wo auf der Seite, gell? So, haben wir ein Gericht. Ha! Bierger 1, Greenscreen 0. So, jetzt wenn wir vielleicht das Spiel sagen könnten, dann war das auch ganz cool. War ganz cool. Ich bin ein Rasenspieler. Herr Donner! Alter, jetzt schild's halt einmal. Das war nett zweistellig singen. Dankeschön, Herr 1380. Jetzt mal schauen wir uns das brutale Intro. Ich muss dir immer vorstellen, da kann da du laufen. Herr Feuerwehr, Grüße von Bayern sind gerade am Angeln. Das heißt Fischen bei uns! Fischen! Angeln, sagen bloß Preisen! Irgendwo ein bisschen leid, dass es so laut ist. Warte mal. Müssen wir leiser machen? Das Intro ist aber auch verfickt laut. Aber Musik ist nur gut, wenn es laut ist. So, Hammer. Ist es laut? Ist es laut? Oh ja, ist es laut. Ja, ich weiß nicht, dass es so laut ist. Oh, jetzt ist er. Das ist 20% Lautstärke, mich mich verarschen. Oh, Lautstärke, Fahrzeuge 80%, die muss sauber schäbern. Ja, das ist nur lustig, wenn es sauber schäbert. Machen wir da mal hier. Ja, es ist einigermaßen anständige Lautstärken, ist das. Erstmal Special Grids an wirklich 1400 Zuschauer. Aber ich weiß nicht, was das soll. Ich weiß nicht, was das soll. Aber wir werden mal schauen, ob wir mir halt Bulldog fahren. Und Freunde des billigen Alkohols, ich habe keinen blassen Dunst von diesem Spiel. Darum werden wir uns einmal den Tutorials widmen. Ja? Haben wir vorher schon mal angeschaut, da gibt es einiges. Den Ackerbau, den Pflanzenschutz, dann lernen wir, wie wir düngen, weiß ich nicht. Ich kenne keinerlei Fachbegriffe aus dem Bauerntum. Korrigiert's mir bitte im Chat, wenn es soweit ist. Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir fahren mal ganz vorne an, weil ich keinen blassen Dunst habe, was ich hier tue. Wir werden sehen. Ackerbau. Lerne die Grundlagen des Spiels, um auf deinen Feldern und Weiden effektiv arbeiten zu können. Ja, werden wir brauchen. Kann man brauchen. Schauen wir uns an. Wo muss ich hin? Abgeschlossene Tutorials 0 von 6. Es gibt doch nicht nur 6 Tutorials. Kriege ich da was Tolles, wenn ich sehe? Ist ja wurscht. Hier, Start! So. Ich weiß auch wieder, ob es ist besser zum Spielen mit dem Controller oder mit dem... Herr Geibefee! Mir geht Nation the Third, was sagst du? Was? Was hast denn du da? Nix, das ist ja das. Lustigerweise funktionieren die Sachen, wo ich mir nichts denke, immer am besten. In Bayern hat man keinen Porsche, sondern einen Fentley. Ich sag's euch auch gleich, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ob man braucht man einen Fendt, alles was im Chat lese ist, der Fendt ist voll gut! Und na der Deiz, der Steier! Na der Kreis, na der John Deere! Und ich sitze da und denke mir so, ja geil, ich hätte gerne GeForce 1080 Ti. So, Ackerbau. Du kannst Äcker mit normalem Dünger, Flüssig oder Pulver, Mist oder Gülle düngen. Haben wir schon beim richtigen Thema. Ich mag mit Scheiße schmeißen. So, los geht's. Alles klar. Tutorial. Ich werde es euch vorlesen. Müsst ihr selber lesen. Ich nehme euch quasi die Arbeit ab. Ich bin so nett. Tutorial. Willkommen im ersten Tutorial. Hier lernst du, wie du deine Felder vorbereitest und Getreide für eine ertragreiche Ernte heranziehst. Das möchte ich aber auch hoffen. Wenn du mal vergessen hast, ich vergiss gern Sachen, was du als nächstes tun sollst. Das ist das Erste, was ich mir denke, wenn ich da früh aufstehe. Saufer? Keine Ahnung. Kannst du das Tutorial jederzeit über das Menü aufrufen oder beenden? Ja. Durch Gruppen. Was ist ein Gruppen?
Gibt's das Wort? Keine Ahnung. Was ist das bayerische Wort für Grubbern? Irgendjemand von euch weiß was. Ich weiß nicht, was Grubbern ist. Keine Ahnung. Das hört sich an als Daddy. Weiß ich nicht. Grubbern hört sich an als Daddy. Weiß ich nicht. Meiner Freundin einen Arsch knautschen. Oh, Grubbern. Weiß ich nicht. Durch Grubbern lockerst du den Boden auf, bevor du die nächste Aussaat ausbringst. Also wahrscheinlich halt durch Pflügen, oder? Ist das Pflügen? Keine Ahnung, käme nicht aus. Oder heißt das Grubbern heißt das auf Bayerisch Grubbern? Ich weiß es nicht. Ist mir ja scheißegal. Wir nennen es Grubbern, mir gefällt das Wort. Dafür benötigst du einen Traktor und Grubbe. So, da vor uns steht ein Traktor und eine Grubbe, wird schon passen. Schau dich erst einmal um und geh dann zum Traktor, der am Rand des Feldes vor dem Grubber steht. Mit WASD, ja, den hast und mit der Maus umeinander, das werden wir den erst da zusammenkriegen. Okay. So, wir haben 4 Millionen Frames übrigens. Das erste, was ich dem Spiel schon mal lassen muss, ist, es hat eine ganz brauchbare Grafik. Kann man lassen, kann man sie geben. Bernd Hans, Scheiße schmeißen, sind wir wieder bei Kingdom. Stimmt, da hat man auch mit Stuhlgang geschmissen, ja. Ich führe ab sofort eine neue Disziplin ein, Stuhlgang, Weitwurf. So. Okay, da kann man umeinander gaffen. Okay, die Sensitivity ist schon mal was, da krieg ich's kotzen. Gibt's da keine Optionen? Ich will Optionen! Va bene? Opzioni? No? Okay. Gut, dann halt nicht. Dann müssen wir mal anschauen wieder. Letztlich, was ist denn jetzt wieder? Okay. Ein ziemlich dicker Brocken, nicht wahr? Wer? Ich? Aber verglichen mit einem anderen, mit einigen anderen Fahrzeugen, die du noch fahren wirst, ist es trotzdem nur ein recht kleiner, alter Traktor. Ich werd mich übrigens bemühen, automatisch das Wort Traktor im Bulldog in dem Tonfall und Lautstärke zum Übersetzen. Also nochmal. Aber verglichen mit einem anderen, ich kann nicht lesen. Aber verglichen mit einigen anderen Fahrzeugen, die du noch fahren wirst, ist es trotzdem nur ein recht kleiner, alter Bulldog! Und keine Bange, so ein Bulldog fährt sich einfacher als du denkst. Los, spring schon rein! Schafft man, kriegen wir hin. So, man kann auf Shift sprinten. Das ist wie in einem Shooter. Eigentlich sollte mal jemand einen Shooter-Mode machen. Ja? Hier so Brut Headshot, Strafe Jump, man kann springen. Herr Geibefee, vergeht's gut. Einsteigen. Run, Motherfucker! Das ist das Gaspedal. Ich sehe kein Gaspedal. Ihr? Daneben liegt die Bremse. Haben Bulldog eigentlich... Haben die Automatik oder haben die mit Gangschaltung? Sonst sagen die, weiß ich nicht, ich bin Computerdepp. Schaut's mir das so. Fix! Bulldog von dir, Mann! Ich bin Pro-Game, ich brauch kein Gaspedal. Daneben liegt die Bremse. Du hast schon mal ein Lenkrad gesehen, oder? Ist ganz einfach. Alles klar. WA, Fahrzeugbeschleunigung, ja gut, das hätten wir jetzt wahrscheinlich Depp ausgehen. Schön der Reihe nach. Fahre vorsichtig an den Grubber. Grubber hinter dir ran und kupple ihn an deinen Traktor an. Der Grubber ist wahrscheinlich dann das Teil, das dort dahinter liegt. Keine Ahnung. Unten rechts am Bildschirm erscheint ein Symbol unter dem Traktorsymbol, wenn du nah genug an der Maschine bist, um sie anzukuppeln. Das heißt, du musst das Ding... Also das ist purer Realismus, Kinder. Purer Realismus. Kuppeln, Kippen, was weiß ich. Was ist denn los mit dir? Herr Honda! Mr. Honda. Vergeht's gut für deine Mitgliedschaft. Chat, ihr wisst, was das heißt. Ab in den Chat. Mr. Honda und vergeht's gut dir. Küss dein Auge, Bruderli. So, sobald der Grubber angehoben und in Fahrposition gebracht wurde, kannst du vorwärts zu dem kleinen schwarzen Gegengewicht fahren und es vorne an deinem Traktor anbringen. Das Gewicht balanciert die schwere Last am Heck des Traktors aus. Okay. Haben wir schon wieder was gelernt. Das heißt, ich hänge mir das schwere Drum da hinten ohne und dann muss ich vorne so ein Gewicht und ich hänge damit er nicht umkippt. Ah! Wer hätte das gedacht? War lecker, Alter, was ist jetzt? Also, Oh! Ah! Okay, also vorne, da liegt das Gewicht von, ja gut. So, wo sollst du da ankuppeln mit Q? Da muss man aber nicht sehr akkurat sein, gell? Das ist jetzt nicht so genau gegangen, gell? So genau ist das jetzt nicht gegangen. Da war mindestens ein Meter dazwischen. Ja, da fahr ich mit dem Panzer durch. Ja, Per, hab drück. An alle Hoff, es geht ja gut. Grüße aus der... RT an Olle Hoff, es geht euch gut. Grüße aus Österreich. Mittelmäßig. Ich bin leicht nervös, weil ungefähr 1600 Leute zuschauen, aber sonst so ist cool. Alles, was mir dazu einfach ist, Merci und Bulldog! So, wir haben jetzt das Ding da hinten angehängt. Was kann jetzt das? Das ist die Hauptfrage. Steuerung, X, Grubber zuklappen. Drücken wir mal X.
Aha, man sieht das da hinten auch, was auch immer das ist da, aber das sind irgendwelche zwei Radl, die kann man ein- und ausklappen. Lass uns mal ausklappen. V, Gruber senken. Okay, das ist vielleicht mitten auf der Trägstraße nicht die allergeilste Idee. 1, 2, Tempo. Kage! Was ist da los? Der Bürger wird Bauer. Bürger ist Bauer. Weil der Merci dir, ein 10er ist 2, du weißt es, ich mag's nicht mehr sagen jetzt. Stylos, der Bürger wird Bauer. Merci. Ich arbeite dran, ich gib mir mir. Weil ohne das Spiel vorweg schon ab zum sagen, ich gebe ihm wirklich einen Scheiß. Vielleicht ist es wirklich lustig, dann spielen wir es öfter. Wenn es nicht lustig ist, dann spielen wir es nicht öfter. Ja, passt schon. Der Gruber vom Englisch to grab. Ja, wieder was gelernt. Bei Bürger lernt man nur Sachen. Er sagt nur einmal, die ganze Sache, die wir da machen, ist nicht pädagogisch höchst wertvoll. Ja, passt schon, vergeht's gut. So, Tempomat-Level ändern. Schau aus, es braucht ein Tempomat. Ja, langweilig. Tempomat aktivieren, brauchen wir auch nicht. C, Kamerawahl, C. Was soll ich denn da auskennen, Alter? Ist das alles bedienbar? Möchtest du mich verarschen? Glaube ich nicht. Da hat sogar Rückspiegel, schau. Ja, ich kann mir sogar einen Rückspiegel einladen. So, ich glaub, zum Anfangen ist das einmal an. Lass mir das einmal so. Tutorial-Menü öffnen, 0 Hupen. Ah, Hupen ist wichtig. Oh, daneben drückt. Ich mag sofort über die Straße fahren. Irgendwann, wir machen mal Multiplayer, ja, versprochen. Ja? Ich werde den ganzen Tag nur im Kreis fahren und so ausschalten. So. Wenn ich mich richtig erinnere, müssen wir da vorne noch ein Gegengewicht ohne. Wobei, sollte der nicht eigentlich nach hinten kippen, wenn ich mir den so anschaue? Ist das Gegengewicht nicht dafür da, damit er nicht hinterm Boden aufgeht? Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Fahren wir mal ein Stückchen Viere. Da ist ja wieder ein Meter dazwischen. Da fahre ich wieder mit dem Panzer durch. Hey. Das ist ja unrealistisch. Nicht schlecht bisher. Jetzt solltest du das Feld vorbereiten, bevor du die Saat ausbringst. Da du 2 Geräte angehängt hast, kannst du wählen, welches Gerät du bedienen willst. Was soll ich beim Gegengewicht groß bedienen? Soll ich draufzwingen und dann wird's schwerer? Weiß ich nicht. Damn you Physics! Die schematische Ansicht des Trakt. Entschuldigung. Die schematische Ansicht des Bulldogs! Unten rechts zeigt, welches Gerät aktuell angewählt ist. Ich muss mich gerade selber ein bisschen zusammenreißen, mit zum Konzentrieren. Es schauen nämlich 1700 Leute zu. Knapp. Mit Twitch und YouTube miteinander. Es ist ein bisschen verrückt. Erst einmal Special Grüße an euch alle. Herr Peer, vergelt's gut, Joho und ein Bottle voll rum, Bier oder so. Joho und ein Bottle voll rum. Wähle den hinten angehängten Gruber. Der Gruber. Ich bin der Gruber. Der Gruberschoß. Senke ihn aus Erdreich und fahre dann möglichst gerade auf das Feld auf und ab. Ja, das mit gerade, das wäre dann schon entscheidend, ob wir mit gerade fahren oder nicht. So, Geräteauswahl wechseln. Ja, das steht eh links unten, oder? So, Gruber zu Gewicht senken. Man kann das Gewicht senken. Was hilft mir das? Dann geht's am Boden auf, du Depp! Was soll denn das? Ich mag. Ja, da links oben, da über dem Tutorial, da ist quasi das Ding, was mir sagt, was ich quasi bediene. Ich weiß nicht, für was ich das Gewicht bedienen soll. Warum bleibt denn der Chat schon wieder hängen? Was, da krieg ich wieder Kotzanfall! So. Ja. Ich würde sagen, wir schauen mal gut aus. Was ist das für ein Bulldog? Wo haben die Experten unter uns? Was ist da der Herr Miedl? In echt schon. Ich weiß nicht, auf was sich das bezieht, aber vergeht's für den Zwickel 29. So. Was haben wir überhaupt für ein Bulldog? Was ist das? Bulldog! Das ist ein Messi Ferguson! Ich glaube, der geht ganz anders, Alter. Seien wir uns ehrlich, der wird ganz anders gehen. Was müssen wir jetzt da? Können wir da schon fahren? Ja, wir können fahren. Müssen wir da jetzt in das Feld hauen? Sehe ich das richtig? Verstehe ich das richtig? Müssen wir da jetzt durchdreschen? Gut. Dann dreschen wir eine. Fahren wir mal so. Bleibst du wieder davor stehen. Schauen wir, was passiert. Geh, Geräteauswahl. Gut. Sicherheitshalber hupt man nochmal. Damit nichts passiert. Und dann V. Gewicht senken. Gruber zuklappen. Tempel, Kamerawahl, Tutorial Menü, Gerätewahl. Gerätewahl hinten. Und dann mit V der man Gruber senken. So, oben mit dem Gruber. Jetzt gruber wir da sauber rein. Jetzt fahr einfach mal durch. Schau, was passiert. Und sauber hupen.
Da geht's besser, hab ich gehört. Oh, schau dir das an! Schau dir das an! Das ist die geradeste Linie ever, Alter. Die geradeste Linie. So, wie machen wir das jetzt? Wie soll ich die da umdrehen? Drauf tschüss, wir fahren im Kreis! So. Alter, wo lenkt denn der hin? Alter! Alter, was tut denn das? Das scheiß drum. Fahrt sie wie ein Panzer! Alter, fahren. Das scheiß drum, fahrt sie. Weiß ich, wie ist? Bleibt der Radstand so stehen? Ah, verstehe. Das lenkt sie nicht wie ein Need for Speed. Das lenkt sie halt nun mal nicht wie ein Need for Speed. Aber wenn ich gerne einen Lamborghini Traktor hätte. Traktor, oh Gott, ich bin der Preis. Schande über mein Haupt, ab in den Chat, Hashtag Bürger so Preisenfutzen. Dabei dring herum. So, ich fahr da im Kreis umeinander, das ist mein Feld, da kann ich mich aufführen wie ich möchte. So, ja, hab schon verstanden. So, bevor wir da einen Rand aus, das kriegen wir hin, Wie auch immer das da ist, Herr Perfer geht's gut. So, bevor wir im Kreis wird gefahren. Mach nichts anderes hören. So, lenken, Bürger, lenken. So, da schau hin. Oh. Das wäre gar nicht so einfach. Bürger, das ist kein Need for Speed. So, jawohl. Na, schau dir das an, wie der grubbert, Alter. Der grubbert wie der Chef selber. Wenn dieser meine... Was wird passiert? Hirschi, ihr Geibefee. Ein Panzer hat aber einen Wendekreis auf der Stirn. Das stimmt. Komm da, es gibt ja auch welche mit einer Ketten und so. Mag ich haben. Ja, Tutorial abgeschlossen. Hallo? Bierger 1. Landwirtschaftssimulator 0. Hans Mampf. Freilich fährt der wie ein Panzer. Was meinst du, wie der Träger am Kuba anzieht? Hab ich nicht gewusst, dass er sich dann auch lenkt wie ein Panzer. Vergeht's gut, Leute. Neues Tutorial, was auch immer, weiß ich nicht. Schaut aus wie so ein Dixie-Klo Entleerer, wo man mir zum Namen von damit. Gibt's das? Ja? Aufforderung an den Landwirtschaftssimulator-Hersteller. Bitte, ich hätte gerne ein Fahrzeug, mit dem ich Dixie-Klos entleeren kann. Das Grubbern hat den Boden schön gelockert. Ja, den haben wir mir sauber gelockert. Da geht's hier ganz anders. Es ist nun sehr gut vorbereitet für das Saatgut. Satanssaat! Für diese Aufgabe brauchst du einen Bulldog und eine Saatmaschine! Du brauchst gescheit. Erstmal herzlichen Dank, Herr Stobauer. Du brauchst einen gescheiten Fan. Um mal so eine diskrete Diskussion loszutreten. Ich sitze da vor Bulldog. Für diese Aufgabe brauchst du einen Bulldog und eine Saatmaschine. Stelle sicher, dass die Saatmaschine... Ich kann nicht mehr schmerzen, ich seh's schon. Gut mit Saatgut gefüllt ist. Ja, da beißt man mir sauber drauf auf. Das Grubbern hat den Boden schön aufgelockert und gut... Ja, bla 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 bla. Also spring in den Traktor und montiere die Geräte genauso, wie du es vorhin schon gemacht hast. Alter, ich bin der Gerätemonteur Level 9000. Da geht's hier ganz anders. Eine ins Drum. Was ist denn das? Oh, John Deere. Oh, da geht's sauber. Puppedüse Hund aus, du. So. Und jetzt zurück ausfahren. Fahren wir zurück aus. Jawohl. Ohne Kuppe auf alle. Da Kuppe wir mir sauber. Ohne da. Du musst die Saatmaschine anwerfen. Kann man die einschalten. Bevor du mit ihr Saatgut verteilen kannst. Und du musst sie natürlich ins Erdreich absenken. Wenn du fertig bist, gehe rüber zum Feld und bringe die Rapssaat aus. Ein Raps. Raps. Ich kann nichts lesen, Leute. Vergeht's gut. Doch, wenn man macht, kann ich lesen. Gruppen spricht man in Bayern mit harten B. Gruppen. Also, nicht Gruppen. Weißt, ab jetzt heißt Gruppen nicht mehr Gruppen, sondern eine Werker. Hashtag eine Werkeln. Eine Werker oder eine Werkeln? Das kennt sich aus, ist mir wurscht. So. Ich bin Programmer, ich brauche keine Tutorials. So, was ist jetzt da los? R, Sämaschine, Saatmaschine! Auffüllen. R-Drucker, was passiert dann? Naja, rechts unten, sagt man, oh, mir Raps. Oh, geht Mülltonne automatisch zu. Was ist jetzt kaputt? Okay, anscheinend haben wir ihn aufgefüllt, keine Ahnung. Sämaschine zuklappen. Was passiert, wenn du auf X drückst? Ah, okay, da fand ich. Very much realism. Da fährt der Schüssel rein und raus. So, jetzt wird er mal sauber ins Feld
Eine Bisant. Leid, danke. Danke. Alles cool. Ich komme mich gerade nicht gescheit konzentriert auf eine Donations, aber herzlichen Dank. So. Entladen. Ich glaube, entladen dürfen wir noch nicht. Abdeckung öffnen. Was ist das? So, Abdeckung. Das ist, das ist der Deckel. Der Deckel. Hallo, geht der Deckel auf. Da kannst du reinschauen, da ist gerade da schaut der Schnacksalotl aus dem Deckel. Machen wir schnell wieder zu. So, hier, Klappe zu, Affe tot, Herr Murmelkopf, vergesst für den Zückel. V, Sämaschine senken. Y, Spurreißer. Was ist denn der Spurreißer? Bin mir nicht sicher, das schaut eher aus wie die Fick-Dich-Krabbe. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich weiß nicht, für was das gut ist, aber lassen wir es mal lieber um. Da machen wir bloß irgendwas kaputt. Ich habe vorgeschlagen, V, Sämaschine senken, Sämaschine anschalten. Dann drückt man jetzt mal auf Anschalten. Oh, das hört man sogar, da kommt der Dampf raus. Da wäre ein Dampf. Was geht nicht? Oh. So, Sämaschine senken. Oh, was habe ich jetzt so? Hab abgekoppelt aus Versehen. Mein Fehler, Entschuldigung. Mein Fehler. Hab abgekoppelt aus Versehen. War keine Absicht. Ist einfach so passiert. So, und dann fahren wir ein ins Viech. Was passiert jetzt da, Tolz? Passiert da auch was? Müssen wir zurück ausfahren. Ich bin mir nicht sicher, wie gerne müssen wir zurück ausfahren. Ich glaube, die Saumaschine ist noch nicht rein. Saumaschine! Geht das jetzt? Ja, wir fahren mal weiterhin im Kreis. Ist mir wurscht, was sie sagt. Was passiert eigentlich, wenn wir da fahren? Warte mal. Es muss gelingen. Hey, das Tutorial muss gelingen. So, wieder rechts lenken auf Rallye. So. Wir spielen Snake. Kennt das noch wer? So. Ist eigentlich wurscht? Hey, Terrorplace! Wie heißt das schön? Wer Scheiße frisst und Puppen kauft, der vertraut auf das, was der Johnny baut. So, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was wir da tun, Alter. Ich weiß nicht, was wir da tun. Es ist wurscht, wenn wir da durchfahren, offensichtlich ja. Also das Fädel schaut nicht so aus, als wäre es irgendwie zerstört. So. Hey, ich glaube, es passt so. Es passt so. Es muss gelingen. Ha? Muss gelingen. Ja, geil, Fee. Du haust oben die Kornmuster ins Fee. Ich bin der verantwortlich für sämtliche Kornkreise since 1972. So, haben wir schon fertig. Hier, Tutorial abgeschlossen. Hallo? Mähdrescher. Das Ding kennt sogar ich. Das muss ein Mähdrescher sein. Wenn das kein Mähdrescher ist, dann weiß ich es auch nicht. Erntezeit. Diese Arbeit wirst du lieben. Ja, ich hab auch das Gefühl. Ich hab auch so ein bisschen irgendwie das Gefühl, dass das Spiel so ist wie Arbeit. Bin mir nicht sicher, ob das seinen Zweck erfüllt, aber wir werden sehen. Das ist schon eine wahrhaftig große Maschine. Dein ganz eigener Mähdrescher. Steig schon ein. Dann montierst du einfach das davor stehende Schneidwerk, genauso wie die andere Ausrüstung. Kriegen wir hin. Das ist doch wieder ein John Deere. Wieder ein John Deere. Ist der John Deere immer grä? Ich weiß nicht. Der wird mir einfach zur Verfügung gestellt. Der T560i. Keine Ahnung, kann der was? Ich weiß nicht. Der hat 4 Radl und macht Brumm Brumm. Das klang für mich. Wir können mal schauen, was da drin ausschaut. Da, das schaut aus wie die Zockertastatur von Logitech. Das ist eine Razer-Zock-Tastatur. Du machst mehr Headshot mit dem Ding. So, schauen wir lieber wieder aus. Ich kenne mich sowieso nicht aus. Ja, passt schon. Vergeht's gut. Bull. Dok. So. Drescher anschalten. Kein Schneidwerk vorhanden. Klar. So, das erste, was mich interessiert, ist. Was passiert eigentlich, wenn ich Vollgas in das Mähwerk einfahre? Wenn man da von Vollgas schmatzen kann. Schauen wir mal, was passiert. Okay. Es explodiert zumindest schon mal nix.
Wenn ich jetzt auf Q drücke, was passiert dann? Ah ja. Seems legit. Moment, hat der auch Hupen? Oh, der hat keinen Hupen. Wieso hat der keinen Hupen? Der Drescher! Der Drescher! Muss ausgefahren werden. Erst danach kannst du ihn anschalten. Leid! Merci dir. This is a me Drescher, it dresches me. Hashtag eine Samen. Hashtag Bulldog. Das ist ein Mähdrescher, ich dresch's Mäh! Merci dir. So. Damit wird das Schneidwerk auch automatisch abgesenkt. Du kannst es auch manuell heben und senken, aber halte es für die Ernte nah am Boden. Es gibt ja bloß oben und unten. Wieso ich das jetzt nicht nah an der Ding halten? Hat der Hupen? Gute Hupen. So, fahren wir wieder zurück. Oh, schon hier, wie wir es fällt. Oh. Ja, hat er gut gemacht, der Landi. Hat er gut gemacht. Da haben wir jetzt nämlich einfach straight ins Feld eingefahren und haben uns halber die Feld kaputt gemacht. Der wollte Dinge, vergeht's gut. This is where the magic happens. So, wir haben da ein wenig schief. Meine ich. Hat der dasselbe, ist das bei dem auch so? Der lenkt hinten, der Teufel. Da bleibt der Radl da so stehen, selbst wenn ich geradeaus weiterfahre, ist das so. Ja. Deswegen ist der Hammer so schwarz am Lenken. Da müssen wir jetzt mal schauen. Da müssen wir ein wenig zielen. Da müssen wir ein wenig zielen. So, hier, Zurückgas ein wenig einlenken. So. Geht schon. Warum wird mir jetzt da links die Steuerung nicht angezeigt? So, wir einfach fallen lassen da vorne. Wie oft kann man das mal, bis er hieß? Jeder echte Bauer daheim hat gerade 14 Herzinfarkte gehabt. Herzinfarkt 1, Herzinfarkt 2, Herzinfarkt 3, Herzinfarkt 4. So, ankuppeln, Drescher anschalten. Da schaltet man den Drescher lieber mal an. Nicht zuerst ausklappen. Wie denn? Mit V? Jawohl. So, jetzt schalt ein. Was Drescher zuerst ausklappen? Ja, wie denn? Mit X. Ah, mit X. Was passiert denn jetzt? Das war jetzt geil, wenn da oben so ein kleiner Helikopter ausfällt. Warum auch immer, aber... So, und jetzt? Nein, nicht! Einschalten! Und jetzt absenken und wir schalten ein. Das ist ein Mähdrescher! Ein Dresch's Mäh! wo ich gerade ziemlich lochen muss. Könnt ihr euch ans Intro noch erinnern? Mit dieser ultra rockigen Musik? Jetzt muss ich schnell was ausprobieren. Jetzt muss ich kurz was ausprobieren. Moment. Damit das ganze Ambiente ja irgendwie zusammenpasst. Moment. Brauche ich kurz. Moment, da brauche ich kurz. So. Moment. Habt's Geduld. Wird gut. Wird gut. Könnt sagen, was schmeckt's. Moment.
geht's ganz anders! Driften! Müsst ihr ist so irgendein Rohr ausfahren? Ich hab keine Ahnung, ich hab's nicht gelesen. So, was das? War das jetzt? Hat die Musik passt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das war halt, weißt du? Good morning, gamers! It's Minecraft Day, the favorite. What the fuck? Dann können wir einfach der Pewds. Den wollte ich nicht. So, jetzt. Wo haben wir? Da haben wir. So. Ich muss irgendein Rohr ausfahren. Irgendein Rohr. Oh. Shit, da ist ein bis oben hin voll. Ja, da ist ein bis oben hin voll. Wahrscheinlich werden wir das da in das Ding einschütten müssen. Okay. Wie schütte ich das jetzt ein? Herr Lukas! Das Lied passt besser. 15er Stein. Ja, die kann den Link nicht anklicken. Tut mir leid. Was hast du genommen? Oh, das fängt von selber an. Warte, ich geh auf Zeiten, damit alle die aufregenden Effekte sehen könnt. Moment, wieso komm ich da nicht mehr rein? Oh, wenn das kein Screenshot wert ist, dann weiß ich es auch nicht. Das ist eine geile Musik im Hintergrund. Servus Birger und alle alten Modi. Servus Bilder Ja, und Hipster. alle alten Modis. Herzlichst Dank. Special Grüße to der Mr. Hippe. So, und jetzt schön. Steige aus dem Drescher aus und in den Bulldog vor dem Anhänger ein. Das heißt quasi, muss ich da jeden Scheiß selber machen, oder wie sehen das? Der Geibefee, genau vor dem, das Rohr so ein Durchmischet Feld einsprühen. Was, mein Feld einsprühen? Ich kann mein Feld nicht einsprühen. Was ist denn das da unten? Feldinfo, da steht Feldinfo rechts unten. Herr Geibefee, vergesst gut. Gehört mir Fruchtart Raps, Wachstum, abgeerntet. Ja, kann man da eigentlich, was passiert eigentlich, wenn man da so durchläuft? Oh, die Grafik, Alter. Die Grafik, Alter, da geht's ganz anders. Gibt da das? Ein Bett im Korn im Rapsfeld. So, wir müssen irgendwie irgendwas wissen mit dem Bulldog! Das blinkende Symbol auf der Karte zeigt dir, wo du deinen Anhänger abladen kannst. Fahre dorthin und lagere das Getreide an Watts in deinen Silos ein. Dafür kannst du dir Zeit lassen. Was soll denn der Satz am Schluss? Dafür kannst du dir Zeit lassen. Schau, ja, das ist die Zeit! Okay, links unten, das seht ihr gerade nicht. Moment. Da. Blinkt was. Da muss ich hin. Da müssen wir hin. Das kriegen wir zusammen. Jetzt bei sowas. Das kriegen wir hin. Hupen wichtig, ganz wichtig, immer hupen, dass der Warz nicht weiß, dass wir kommen. Vollgas durchheizen, weil es wahrscheinlich wahrscheinlich ist alles hier. Muss man da, Alter, lenkt das mit der Maus, das Ding, möchtest du mich verarschen? Glaube ich nicht. So, wo müssen wir überhaupt hin? Was? Warte. Das Ding fährt sich so kacke. Oh, ich seh genau, wo wir hin müssen. Ne? Das Spiel nimmt dich schön an der Hand, da weißt du, was du zum Tor hast. Ich komme vor, jetzt da die arbeiten. So, jetzt halt I wie Raps. Oder da geht jetzt Hälfte daneben. Ah, schon wieder Physics. Much Realism. Physics. Exzellent. In deinen Silos ist das Getreide gut aufgehoben. Die Silos können nur eine begrenzte Menge lagern, aber im Spielverlauf kannst du sie noch ausbauen. Das heißt quasi, ich muss mir den ganzen Scheiß selber kaufen, oder wie? Sobald du bereit bist, dein Getreide zu verkaufen, kannst du es auch aus den Silos rausholen und zu den verschiedenen Verkaufsstellen auf der Welt bringen, um Geld zu verdienen. Das heißt quasi, das ist nur ein verdammter Transportsimulator auch noch, möchtest du sagen. Ja, das ist aber... Was? Nein, da kann man aber nicht hupen, wenn es Tutorial ist. Klasse gemacht! Damit kannst du schon viele Tricks und kannst von nun an dein Land in einen erfolgreichen Bauernhof verwandeln. Mund abputzen, weiter geht's. Pflanzenschutz. Hier erfährst du, wie du deine Feldfrüchte und Striegel und Feldspitze gegen unerwünschtes Unkraut schützt. Geil! Wollte ich in jedem Spiel schon immer mal machen. Unkraut zerhäckseln. Und ein wenig alleine düngen. Hier. Mütze Glatze. Trinken wir mal lieber. Auf euch, Kinder. Auf euch.
Ja, wer hätte das gedacht, dass wir 1500 Zuschauer noch mal zusammenkriegen? Das war das Erste, was ich mir gedacht habe, dass wir es nicht mehr schaffen. Aber dann schaffen wir es doch und wer hätte gedacht, dass das im Landwirtschaftssimulator passiert. Ja? An der Stelle, wenn es euch einigermaßen gefällt, lasst ein Like da, das mich freuen. So, Herr Ladebildschirm, Mann, bist du super damit fertig? Nein, wenn nicht, mir wurscht auf euch. Aus meiner Wodka-Halbe, ja. So, und da bin ein Sicherheits-Red Bull hinten rein. Was ist denn das, Alter? Das ist doch so eine Maschine. Da wo die normalerweise der Mike Myers einwirft. Oder der Jason. Nein. Hey, es gibt einen Flip, vergeht's gut. Tipp, wenn der die Lenkung zu blöd ist, kannst du die Einstellungen der Lenkrückstellung dran, dann ist er so wie ein NFL. Wir spielen da nicht Need for Speed. Hallo? Nix Einstellungen. Birko! Vergeht's für deine 2 Schweizer Franken. Proformer. Ich brauch kein Getreidepackel. So. Ruhig. Nachdem du das Saatgut ausgebracht hast, wirst du schnell bemerken, dass Unkraut zur selben Zeit wie die Feldfrüchte zu wachsen beginnt. So ein Scheißdreck. So ein Scheißdreck aber auch. Ja, passt schon, vergeht's gut, du wolltest doch bloß schon immer mal in einem Spiel ins Feld spielen. Ja, in einem Spiel. Danke dir. Der Ertrag des Feldes sinkt, wenn du nichts unternimmst. Scheiß auf den Ertrag! Bulldog vorne möchte! Du kannst Unkraut entfernen mit erstens dem Striegel, zweitens der Feldspritze. Her mit der Feldspritzen. Mit dem Striegel kannst du Unkraut in der frühen Wachstumsphase deiner Pflanzen entfernen. Das tun wir natürlich nicht, weil warum die Arbeit machen, bevor es überhaupt so weit ist. Wer übrigens gerade eine Donation da lassen hat, den ich angezeigt wird, herzlichen Dank. Der Zeitpunkt ist erreicht, wenn die Pflanzen sprießen, aber noch nicht hoch gewachsen sind. Steige in den Traktor ein und hänge das Gegengewicht und den Striegel an. Irgendwie machen wir ständig dasselbe, ist euch das schon mal aufgefallen? Komm eigentlich auf den Traktor aufspringen. Traktor, Kruzifix, Birger, du Mongo. Bulldog! So. Was ist das für Scheiß? Anlaufen! Sperr ab 18. Verboten, indiziert, instant. Sofort jetzt. So. Da drücken wir mal da drauf. So. Was ist das da? Ein Böck Aero Star Rotation 1200. Alter, der geht ganz anders. Drück mal einfach auf Q, der fährt von selber her. Da brauche ich nicht mehr was machen. Was ist denn das für eine ultra geile Gerätschaft da hinten dran? Aber wenn's keinen Bock mehr, weißt du, da frage ich mich manchmal, warum? Franziska! Schaut, dass noch immer noch keine Leute zusammen von. Das weiß ich nicht, ob das geht. Das ist das erste, was ich ausprobiere, sobald ich einen Anlaufen sehe. So, sobald du keinen Bock mehr auf Leben hast, dann weiß ich auch nicht, warum sie die Leute aufhängen und vergiften und so einen Scheiß, wenn man da reinspringen kann. Weiß ich nicht. Ja, dann stellst du das Seil an und macht dann wahrscheinlich. Und dann geht's ganz anders. So, Gegengewicht müssen wir ohne hängen. Ich bin ein Rasensprenger. Hey Janik, vergeht's gut. Der Bürger spielt in Der Landi. Bilder spielt in Landi. Ja, ich bin Das mir nicht ganz gefällt sicher. mir. Hey Janik, vergeht's gut. Ich bin mir nicht so ganz sicher, warum euch das so gut gefällt. Aber irgendwie bis jetzt finde ich es auch noch spaßig. Ich weiß nicht, was die Langzeitmotivation dazu sagt, aber wir werden sehen. Entfalte den Striegel und senke ihn. Wie heißt denn das Ding wirklich? Heißt das in Bayern auch Striegel? Das glaube ich nicht. Strieze, nennen wir es Strieze. So, entfalte den Strieze und senke ihn auf den Boden ab. Fahre dann über das Feld, um Unkraut zu entfernen. Der geile Fee. Das macht 8. Was, das macht 8? Das glaube ich klang nicht ganz. Das ist das mach 48, eher gesagt, von Gillette. So, Striegel aufklappen. Gib dir die Seil, Leute! Warum haben sie bei der Polizei Wasserwerfer, wenn es das Ding gibt? Verstehe nicht. Verstehe die Frage nicht. Gewicht senken, braucht man nicht. 3, Tempomat, Arschlecken. C, Kamera, braucht man auch nicht. G, Gerätewahl, Hupen, ganz wichtig. So, und dann muss ich den irgendwie einschalten. Gewicht senken, nein. Striegel senken mit V. Das sind immer dieselben Tasten auf Bar, X, C, V, B und so ein Scheiß. So, jetzt einen Haufen. Einen ins Viech! Da geht ja gar nichts. Geht da was?
Ach, da haben dazwischen ein paar so Gräne. Ah, ja, ich sag schon. Kann mir das bitte jemand erklären? Geht das in echt also? Warum bleibt das hellgrüne Zeug stehen und das grüne nicht? Das sind ja auch bloß so... Ich weiß es auch nicht. Die Wiesenhex. Wiesenhex. Hammer wir sauer mit der Wiesenhex übers Feld um mich. Nicht wahr? Gib Gas und hup ein wenig. Ich hab gehört, wie man lang genug hupt. Das geht auch. Das verschreckt das Unkraut. Ja, das mag's nicht. Vor allem, wenn du so machst. Vollgas mit der Handbremse im Kreis driften. Da geht's ganz anders, Alter. Ganz anders geht's da. Schau hier. Tut, Motherfucker! Alter, muss ich da alles abdecken? Ich mag da nicht alles abdecken. Das, glaube ich, funktioniert nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Es tut auf alle Fälle die kleinen Dinge. Also ich weiß, es ist ein Wunderwerk der Technik für mich, ja. Wenn du mit dem Teil durchs Feld durchfährst und der junge Warz bleibt stehen und das Unkraut ist weg. Wie er das macht, das weiß ich nicht. Aber wer sich das ausdenkt hat, der hat, weiß ich nicht, einen John Deere Nobelpreis gewonnen. Meines Erachtens. Aber was weiß ich schon. Weißt du, was mir so langsam... Warum ist der Fortschritt? Wo ist der Fortschritt? Also ich bin wirklich, um mal kurz die ernsthafte Seite aufschlagen zu lassen. Ich versuche gerade zu erörtern, wo und wann Leute da mehr als 5 Minuten Spaß haben damit. Ich weiß es noch nicht. Wie tut man das wirklich eigentlich? Also wir vor allem, ist mir auch klar, dass man wahrscheinlich auf dem Feld nicht im Kreis fährt, aber es ist ja egal offensichtlich. Ja, es ist ja wurscht. Hey, Kaffee, vor dem Gehupe habe ich morgen einen Tinnitus. Jetzt muss ich mir ganz kurz jemanden schnell aus dem Chat bannen. Höchstpersönlich. Bin mir nicht sicher, ob. Ah ja, ist schon auf dem Weg. Hätte mich gewundert, wenn Mods das durchgelassen. So, jetzt hallo, können wir mit mir fertig werden da, wo ist der? Ich sehe kein Unkraut mehr. Seht ihr da noch irgendwo ein Unkraut stehen? Ich sehe keins stehen. Wenn ich C drucke, weil immer wieder schreibt sich, so ich C drucke, dann passiert das. Sag ja eh nix. Ich als ungeübter Freizeitbauer. Da im Eck kann man noch irgendwas stehen lassen. Schau hier. Wie tut man das eigentlich wirklich? Das war eigentlich meine Frage. Wie man sich da anständig verhält. Man muss ja offensichtlich mit so wenig Spuren durch das Feld durchfahren wie möglich. Das heißt eigentlich, ich fahr da so, ganz gechillt hier, fahr ins Feld aussehen, am Schluss vom Feld ist das Tutorial geworden. Okay. Sehr gut. Jetzt haben deine Feldfrüchte mehr Platz zum Wachsen und müssen nicht mit Unkraut und Nährstoffen konkurrieren. Da klopfe ich mir selber auf die Schulter. So. Padre, hast du beim Führerschein nicht aufgepasst? Unnötiges Hupen in geschlossener Ortschaft ist verboten. Ich weiß ja nicht, wo du wohnst, aber wenn du mitten im Feld wohnst und das als geschlossene Ortschaft bezeichnest, dann weiß ich es auch nicht. Da kann ich hupen, was ich möchte. Das ist mein Feld. Ruhe ist. Außerdem können sonst Vögel und fressen mein Wort zusammen. Merci dir, Padre. Manchmal kommen deine besten Bemühungen aber zu spät. Ganz selten kommt das bei mir vor. Ganz selten mache ich irgendwas zu spät. Und das Unkraut ist schon zu hoch gewachsen. Goddamn, you Unkraut. Der Strizi hat dann keine Chance mehr. In diesem Fall solltest du die Feldspritze einsetzen und Pflanzenschutzmittel. Ich sag das, wie es ist. Ich spritze hier das Glyphosat in der Wegschicht umeinander, als gibt's kein. Da gibt's keinen. Da haben wir mich gleich fertig. Da haben wir gar nicht lang an. So, was haben wir da? Oh, ein Case. Was ist das Ding? Case? Oder Zase? Oder Case? Oder was weiß ich nicht. Wollte Spritzen. Endlich sind wir soweit. Endlich. So, hier, wirf mal das Ding an. So, ohne Kuppeln. Check off. Ohne mit dem Ding. Ja, ist ja gut jetzt. Ich seh's leider nicht. Tut mir leid. Vergeht's gut, wer immer das war. So, B. Feldspritze anschalten.
Braucht man eigentlich immer ein Gegengewicht vorn dran? Völlig gut. Ja, Leute, ist ja gut. Gut 98, Post 1, Rundumlicht. Für was? Es ist da, helllichter Tag, für was brauche ich ein Rundumlicht? Moment, wenn wir das Tutorial gelesen haben. Fülle genug Unkrautvernichtungsmittel in die Feldspritze ist ja gut jetzt, Leute. Danke. Irgendwas spinnt meine Donation Alerts. Ich weiß nicht, ist wurscht. Schalte sie danach an und fahre über das Feld, um das Unkraut einzusprühen. So, jetzt versucht man es mal einigermaßen zusammenzureißen und es serious zu machen, ja? So, X-Feldspritze aufklappen. Das können wir wahrscheinlich gleich schon tun. Ja, das fährt sich immer so geil. Oh, leck, Alter, schau hin. Schaut aus wie Krebs. So ein Hummer, der Hummer sagt, Alter, das wird noch breiter. Schau dir das an. Schau dir das an, wie breit das drum ist. Gibt's das in echt? Ich weiß nicht. Da, Manu. Vergesst wieder einen Euro. Habe dritt. So. Und jetzt? Fülle das Gerät zuerst auf. Das ist vorher mit R gegangen, glaube ich. Wie tun das? Müssen wir jetzt wieder einklappen. Tu mir einklappen. Fahren wir den Scheiß noch mehr ein. Fahr nicht so. Schau dir das an. Was ich im Spiel lassen muss, es hat wirklich eine passable Grafik für so einen Simulator. Also für so einen Chernobyl-Simulator da. Da muss ich ganz ehrlich sagen, kann sich sehen lassen. Kann man anschauen. Ist acceptable. Acceptable. So, Kinder, ich brauche Feldspritze senken, aufklappen, Tempomat, Gerätewahl. Fülle ich zuerst das Gerät. Ja, wie fülle ich denn das auf? Muss ich dann den Kasten noch nicht fahren? Ah, da, hier. Feldspritze. Wir müssen erst anschleudern. Anschleudern, ein wenig auffüllen, damit was geht. Herr Geilbefehl, wenn einer das Feld als geschlossene Ortschaft sagt, da den Mann einen Stammbaum. Das ist ja, ich glaube, der ist. So, Feldspritze, was passiert, wenn wir die jetzt einschalten? Ich muss wieder. Weißt du, was in echt passieren wird? Die Scheiße da jetzt überall umeinander hauen. Links, rechts, auf, oben, hinten, vier. Das war lustig. Im Spiel wie wieder blockiert. Finde ich nicht gut. So, Feldspritze aufklappen. Dann fahren wir noch mal aus, das Ding. Machen wir ein wenig schneller da. Und dann spritzt am Feld in den Pfotzen, das so gibt's das. Da haben wir wegen schief. Rechts stellen wir wegen auf. Ist ja gut, passt schon. Denn es gibt sogar noch größere Spritzen. Gibt noch größere Spritzen. Mal, müssen wir da ein wenig lenken. So, hier. Ein bisschen da. Ein bisschen da haben wir da. So, damit wir gerade umgehen. Ich spritze alles weg. Ich sag das, wie es ist. Ich spritze. So, wie war das jetzt mit V absenken und B einschalten? Und tu hey. Hupen nicht vergessen. Wieso ist die Hupen so leise? Müssen wir nicht da ohne scrollen. Sitzen wir uns mal eine. Oh, das ist ziemlich leise, die Hupen. Wir sollten die Herde in der Ortschaft sowieso können. So. Jetzt machen wir mal das einigermaßen serious. Okay? Jetzt fahren wir da mal ans Ende des Feldes. Dann schalten wir es aus. So, aus. Dann tun wir es auf. Dann kehren wir ein. Gut, ob das jetzt da so richtig war mit dem Einkehren, glaube ich nicht. Fahren wir lieber nochmal zurück. Oh, ja, so vielleicht auch nicht. Wir müssen weiter ausholen. Habe ich schon gesehen. Hier so. Alter, was ist das für Chernobyl-Bulldog? Gib mir das kleine Bergerl auf, ey. So ein Mist. So aber einlenken. Wie soll man da aber einlenken? Da geht jetzt Spritzen am Boden auf. Schau hin. Mei, oh mei. Was ist das für ein Scheiß? Da kann man auch nicht umdrehen so. Was ist das für ein Tutorial-Wait? Ja, dann fahren wir da wegen durch. Ja, der Bär, hab ich dritt. Da geht es. Hauptsache Bullock gefahren wird. Bullock! So, hier. Einschalten, absenken, durchs drum. Eine ins Viech und Hupen nicht vergessen. Du darfst Spritzen nicht oben lassen. Warum nicht? Und der muss wieder auf. Ich glaube auch, dass es wurscht ist. Das Wasser fliegt sowieso oben. Maustasten geht auch auf und oben, oder wie? Nein, nicht wirklich. Perfekt! Das Unkraut... Oh, wir müssen ausschalten. Können wir nicht ausschalten. Das Unkraut ist eingegangen und wird sich nach und nach zersetzen. So können deine Feldfrüchte besser wachsen. Wenn das nicht einmal ein massiver Fortschritt ist.
So. Düngen. Funktioniert Düngen genauso? Funktioniert Düngen genauso? Ich hänge ja wieder irgendeine Scheiß drum an, drücke auf V und folge aufs Fade. Ist das so? Ich ahne fürchterliches. Schauen wir mal, was es noch so gibt. Pflanzenschutz. Düngen, Bodenerhaltung. Bodenerhaltung. Erfahre, wie du den Boden deiner Felder optimierst, damit deine Pflanzen bestmögliche Wachstumsbedingungen haben. Drauf geschissen. Ich bin mit 20% Verlust muss ich rechnen. Ballen pressen. Lerne, wie du Ballen pressen und sie transportierst. Das mag ich schon lernen. Ah, muss ein sauberer Ballen. Ballen. Ja. Beste Sprühe, hört einmal 15er Steier an. Hashtag Eigerware, Pfandfahrer, MF-Fahrer, Bauernbuben. Ich kenne nichts davon. Warum das jetzt nicht vorgelesen wird, weiß ich nicht. Aber herzlichsten Dank für deinen Zehner. Zweistellig ist zu viel. Herzlichen Dank dennoch. Und wir hören uns nicht, ist es eine Musi? Weiß ich nicht. Ja, da wird bloß wieder mein Video gelöscht oder gesperrt oder noch schlimmer. Ich fange mal einen Strike und dann war's das mit dem Streamen. Ja, das der wir nicht. So, los geht's! Boin müsst wir pressen. Boin! Tutorial! Du lernst hier, wie du Ballen presst, die sich großartig zur Lagerung von Stroh und Hai für deine Viecher eignen. Kann man da Viecher haben? Kann man da Viecher haben? Alter, scheiß auf Worts. Ich mag eine Kuh. Ich mag eine Babykuh. Jetzt und eine Babyfacke. Jetzt. Wer bitte baut ein Wort, so wenn es Viecher gibt? Dann werden wir mal durchs Tutorial schauen müssen, fürchte ich. Du lernst auch, wie du Ballen mit dem Ballenstapler effizient aufsammelst und transportierst. Die Maschine ist zwar teuer wie Flak, als Frontlader und Anhänger, dafür aber auch einfacher zu nutzen. Was? Die Maschine ist zwar teurer als Frontlader und Anhänger? Okay. Heu erhältst du, indem du Gras abmähst und es trocknen lässt. Mit dem Heu kannst du Kühe und Schafe füttern. Das heißt, die müssen ja irgendwas fressen, das ist auch klar. Das heißt, ich brauche Wurzelfeder oder Großfädel und muss dann die Viecher damit füttern. Das ist geil, geil. Jetzt können wir das auch schon netter. Jetzt können wir das auch netter. Ja, jetzt bin ich interessiert. Wenn ich den ganzen Tag da bloß zur Gaudi durchs Feld durchfahre, dann kriege ich einen Schlaganfall. Eine Kuh möchte ich. Eine Babykuh und eine Mamakuh. Und eine Papakuh, die mit der Mamakuh hat er nicht getan. So. Stroh erhältst du, indem du Weizen oder Gerste aberntest. Es wird als Einstreu für Schweine und Kühe verwendet. Was brauchen die Neues? Kann ich das einfach zukaufen? Und dann, weiß ich nicht, Schweindel verkaufen. Keine Ahnung. Kriegen die Babys? Können die Viecher Baby kriegen? Schauen wir mal, werden wir herauszufinden. Lass uns ein paar. Ja, jetzt gib mal Flip, vergeht's gut dir! Nebenbei, wenn du auf der linken Maustaste drauf bleibst, dann kannst du mit dem Maus 4 zurückschalten. Da spritzen auch von hier von und andere drin. Okay. Dies ist das wahrscheinlich, was derjenige gemacht hat mit der Maustasten. Ich werde es testen. Lass uns ein paar eckige eckige Strohballen. Es gibt eckige Strohballen? Naja, jetzt weiß ich, was gemeint ist. Ja. Steige in den Traktor und bringe die Ballenpresse an. Immer dasselbe Spielchen. Erst einmal eine Brühe! Kann man da wieder aufspringen? Erst einmal springen wir auf und schauen wir uns die Sache an. So, wunderschön, los geht's. Was ist denn das? Ein Kuhn! Kann der Kuhn was? Kann der Kuhn was? Habe ich heute noch gar nicht gelesen. Ich glaube, der Kuhn kann nichts. Kuhn kann nichts. Ahnungsloser. Was haben wir da? Ein Fendt 724 Vario. Den möchte ich haben. Rückwärts! Fällt ein wenig rückwärts. Was ist denn? Bist du besoffen oder was? So, hier. Kuh. Um das Stroh aufzusammeln, das die Erntemaschine hinterlassen hat, muss die Ballenpresse aufgeklappt, eingeschaltet und die Aufnahmevorrichtung abgesenkt werden. Okay. Also, jetzt fahren wir da erst einmal Zürich. So, das schaut jetzt ein bisschen so aus, als würde der Fendt allein Koks rotzen. Glaube ich. So wird das jetzt gleich ausschauen. Nein, nicht der Fendt, sondern der Kuhn. Der Kuhn rotzt jetzt einmal sauber, rotzt jetzt einmal hier ordentlich die Leine ins Fressbrett. Pickup senken. Okay, also Pickup heißt wahrscheinlich die Aufnahme. Ballenpresse aufklappen. Okay. Tempomat, Kamerawahl, Tutorial-Menü, hupen. Und dann, wenn wir drüber fahren, einschalten. B. Und los geht's. Los geht's! Schnupst ein ins Fressbrett, jawohl! So, dann kann man das auf B wahrscheinlich wieder ausschalten. Und dann können wir ja wieder nicht gescheit umdrehen mit dem Scheiß drum. Dann muss ich jetzt ums Feld umfahren. Das ist das Letzte. So.
Da müssen wir jetzt ein bisschen, da müssen wir wegen, ja, da fahren wir einfach um, das wird schon passen. Oder? Das wird schon passen, der lenkt sich rein. Einschalten, eingerotzt in die Pfotzen. Los geht's. Oh, schaut euch das so. Schaut euch das da, wenn der einrotzt und hinten die, da rotzt er sich ein und hinten scheißt er das Strohbündel raus. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Das ist an Realismus kaum zu. Ich wollte schon immer mal Bauer arbeiten auf dem PC. Das wollte ich schon immer mal machen. Um ganz ehrlich zu sein, ich finde es eigentlich ganz lustig. Ich glaube, dass das mit mehreren Leuten und so in einer kleinen Gruppe kann das schon ganz witzig sein. So ist es nicht. So, eingeschaltet! Umi! Eingerotzt! In dein Kunschell, in dein Futzengruben! Wer ist das? Der Hans Mampf! Schnupft das Hai und knallt sich sauber Pollen aus. Ausgeschaltet, vergesst gleich wieder neu, Leute. So, hier. Haben wir fertig, ausgeschaltet. Spritte den Rings nicht vom Himmel. Wieder eingeschaltet, los geht's. An alle in den Chat 15er Steirer, damit es anhört. Je öfter das. Ihr habt's immer noch nicht gespannt, gell? Oh, haben wir schon fertig. Je öfter, dass ihr was in den Chat einschreibt, was ich tun soll, desto weniger tue ich es. Das habt ihr immer noch nicht gespannt, gell? Je öfter ihr mich fragt, wann kommt mal wieder How-To, desto länger dauert's. Je öfter ihr mich fragt, wann kommt mal wieder Kruzifix, desto länger dauert's. Stattdessen der mir das. Klasse. Das sollte für den Moment reichen. Stroh kannst du aus Einstreu für deine Tiere verwenden oder in der Scheune für etwas Geld verkaufen. Ja, aber was kriege ich für so ein Bündel Hai? Nix. When you see it, you shit bricks. Das ist ein sehr altes Meme, Herr Smurfin. Sehr altes Meme. So, haben wir schon wieder fertiger. Aus das, was kommt denn jetzt? Tutorial. Nachdem du die Ballen gepresst hast, brauchst du eine Möglichkeit, sie aufzusammeln. Kann ich die eigentlich auch mit der Hand davor tragen? Good old job. Ja, ich trag's mit der Hand heim und verkauf's. Nicht? Um zu transportieren. In diesem Tutorial wirst du die bequemen Ballenstapler kennenlernen, die diese Arbeit enorm vereinfacht. Und jetzt rauf auf den Traktor. Traktor. Bulldog! So, wahrscheinlich erstmal wieder einsteigen ohne Kuppeln. 90% vom Landwirtschaftssimulator besteht aus Ankuppeln, Abkuppeln. So schaut's aus nämlich. So, hier, Rückwärtsgang, eine. Los geht's. Ohne Kuppeln. Jawohl. Dann Arbeitsstellung. Ich gebe nur so eine Arbeitsstellung und die ist voll. Steuerung links und Z, Lenkmodus wechseln. Was für ein Lenkmodus, Alter? Oh, schau dir dieser, der kann hinten und vorne lenken. Der geht ja ganz anders. Das ist der Fast Track. Der Fast Track, JCB. Keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus. Schau dir das Ding an. Der lenkt hinten und vorne. Der kennt sich gar nicht mehr. 2, 1, hier, Kamerawahl, G, Gerätewahl, Hupen. Und dann fahr ich übers Haibündel drüber. Ja, da muss ich ja mit dem weißen Ding da lenken, ne? Jetzt warte mal. Das Gewicht muss noch vorne ohne. So. Was das da vorne für ein Mini-Gewicht für die riesendrum Maschinen da hinten sein soll, das weiß ich nicht. Aber jetzt fangen wir mal an. Da fahren wir jetzt nebenher da. Fass mal. So. Dann muss es so gehen, oder? Jawohl! Nein, haben wir sauber krass. Brauchen wir gar nicht hochfahren. Da schau hin. Jetzt haben wir den Schund. Alles haben wir einen Schund. Hinter ihm im Schund. Da schau hin. Was ist das für ein lächerlicher Bulldog, Alter? Der kann ja nicht einmal, der gibt nicht mehr im Seegummi. Hier, Stoltmeier, kommt das jetzt öfters und machst dann einen eigenen Spielstand, dann ist er interessanter. Natürlich mache ich einen eigenen Spielstand. Vielleicht kommt es öfter. Also, der Landwirtschaftssimulator ist geplant für vor die Sommerpause. Okay? So, was genau mache ich da eigentlich? Warum rutscht denn der Bulldogger so umeinander, wie er umeinander rutscht? Ich muss da umlenken, kennst du das? Was hat denn der für ein Problem, Alter? Fahr halt dann! Da, Haibündel, das wird schon passen, da schau hey. So genau nehmen wir das nicht, so genau geht's nicht. Also, oh! Ja, haben wir eingesammelt, so genau geht's nicht. Und ja, wir werden jetzt dann einmal den Karrieremodus begutachten. Und das nächste Mal werden wir vielleicht auch mal ein Multiplayer-Spiel starten. Ist das eine Ansage? Ja? Okay. So, da fahren wir drüber, freilich, Tutorial beendet. Easy peasy. So, muss mir die ganze Scheiße eigentlich merken, was für Geräte ich da brauche und so, weil ich hab jetzt schon wieder vergessen, wie das gerade geheißen hat. Ich weiß, Groppeln weiß ich noch. Groppeln hat's geheißen. Mit scharfen bohrischen B. Was ist das da jetzt? Oh, ich muss es wieder irgendwo hinliefern. Jetzt pass auf, das haben wir aber das eine auch noch ein. Das sage ich dir schon.
Das sag ich dir schon. Tu dich mal nicht hinunter. Tu dich mal nicht hinunter. Fahren wir jetzt da einmal sauber durch die Kokslein durch. Jawohl. So, den nehmen wir noch mit. Was ist das für ein Scheiß drum? Schau mal so. Da kann ich überhaupt nicht lenken. Was soll mit dem Scheiß Lenkmodus, wenn er nicht funktioniert? Das ist ein Dreck. Kids, Bühel. Hol dir eine Babykuh. Ich möchte eine Babykuh. Eine Maus, traditionelles Kidsbühel. Ja, fast. Ich arbeite an der Babykuh. Das ist das Erste, was ich tun will. Ich möchte haben eine Kuh. Ja, eine Kuh. Die muss ich haben. Minimum eine Kuh. Und eine Fackel. So, die kann ich jetzt da abladen, oder was? Gewicht senken und diese Stelle entladen. Lecker Baus, Alter, lecker Baus! Weißt du, was du jetzt aber kannst mit deinen scheiß Tutorials? Was gibt's denn noch? Forstwirtschaft, erfahre mehr darüber, wie du Bäume mit der Kettensäge. Es gibt eine Kettensäge! Das müssen wir uns noch schnell anschauen. Das hilft uns nix. Das hilft uns nix. Müssen wir uns anschauen. Müssen wir uns anschauen. Müssen wir uns anschauen. Oder wenn es einen Motorsack gibt, bin ich raus. Wenn es keinen Stillmotorsack gibt, gibt's Ärger. Gibt's Ärger. Alte F4 deinstalliert, nie wieder angeschaut. Können 4000 Leute zuschauen, das ist mir scheiß wurscht. Ich seh keine Kettensauge, ich seh schon wieder einen scheiß Bulldog und einen Anhänger, den ich wieder wahrscheinlich wieder ankuppeln muss. Mehr tust du dem Spein nicht wie ankuppeln und im Kreis fahren. Rasensprenger. Nein, danke schön. Zappa. Sappa, was? Sappa, wie ist denn das da hinten? Ich kann es leider nicht lesen, aber vergeht's gut. Herr Link, habe Tritt. Ich möchte ja nicht sagen, dass du 15er Steuer anhören musst, aber wäre mir super. Ich weiß nicht, was das ist. Ja? Und wenn mein Video oder der Stream dann wieder gesperrt wird, deswegen schwierig. Schwierig. Biergans ein Fichtenmoped. Saubers Fichtenmoped hat noch nie geschaut. Noch nie. In diesem Abschnitt lernst du, erstmal vergeht's gut, TerraPlace. In diesem Abschnitt lernst du mehr über die Forstwirtschaft. Du erfährst, wie du erstens Bäume pflanzt. Lochgraben, Baum, eine Loch zu. Weiß ich nicht, was ich da weiß ich nicht. Zweitens, Bäume fällst. Das ist schon interessanter. Drittens, gefällte Bäume transportierst und verkaufst. Alles klar, Freunde der Sonne. Bäume pflanzt du mit einer Setzmaschine. Brauche ich echt eine Setzmaschine dazu. Steige in den Traktor ein und hänge das Gegengewicht und die Setzmaschine an. Wer hätte das gedacht? Steige in den Bulldog! Ei! Ich hab schon wieder gesagt, ich weiß. Was ist denn das Geiles? Die kann ich mit der Hinterarm antragen. Dann bin ich schnell mit dem scheiß Riesen-Bulldog. Was ist das? Ein Valtra. Ein Valtra. Das hält sich über eine Batterie. Egal. Rückwärts. Ankoppeln. Oder passt schon. Fichtenmoped. Fichtenmoped. Ab in den Chat. So, haben wir mir jetzt ankuppeln. Stelle sicher, dass das Gerät ordentlich gefüllt ist. Senke es dann ab und schalte die Setzmaschine ein. Fahre über das Feld und pflanze die Bäume ein. Kriegen wir hier, oder? Pflanzen an, senken, Felder erstellen, zulassen. Was? Felder erstellen? Auf Felder begrenzen, Felder erstellen, zulassen. Was hab ich hier? Auf E schalten wir das Radio ein. Das ist Elektroradio, Alter. Da geht's ganz anders. Super. 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 Mua. Stell dir vor, da kannst du dazu hupen, auch. Oh, was haben wir jetzt da? Ich weiß nicht, was ich tue. Egal. Das ist immer dasselbe. Senken, einschalten, auffüllen. Keine Ahnung, fahren wir einfach mal. Wird schon passen. So, hier, R. Pflanzmaschine auffüllen. Setzlinge 20 Stück. Dann anschalten. Das ist gute Musik, komm mal. Pflanzmaschine senken, Tempomat, Kamerawahl, hupen. Okay, so. Hier. Abschalten. Oh, ich hab's schon eingeschaltet. Okay, schauen wir, was passiert. Na, absenken müssen wir es noch. Schau dir den. Das war's schon, oder was? Was denn? Schwierigkeitsgrad Level 9000, Leute. Baumpflanzen war bis jetzt das krasseste. Oh, jetzt kommen wir das auch nicht. Zum Fällen von Bäumen stehen dir 2 Geräte zur Verfügung. Fichtenmoped und der Holzvollernter. Der hört sich auch wieder Vollbier-Squad. Gibt's einen Holzvollernter-Squad? Ich weiß nicht. Meister, was ist denn mit der 9 Uhr Pause passiert? Die braucht man halt nicht. Geschissen auf die 9 Uhr Pause. Weißt du, was ich euch zur 9 Uhr Pause sage? Eigentlich hast du recht.
An der Stelle, mal ganz kurz, wir sind ja immer noch, Herr Link, vergeht's gut. Erstmal merci an alle, die ich vielleicht vorher mal kurz übersehen habe. Wir haben ja immer noch auf YouTube 1350 Leute und auf Twitch 80. Ich kapier's nicht. Danke, danke. Ich kenn's Kimsi hell nicht, tut mir leid, aber merci für den Euro. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Was soll denn das eigentlich, dass so viele Leute zuschauen? Es ist eine verfickte Landwirtschaft, zum Leuten mir vor mir Bulldog. Habe ich nicht kommen sehen. Aber vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Verrückter Scheiß. Ja, mit den ungeplanten und unerwarteten Sachen, die sind meistens am lustigsten. Ich hoffe, euch gefällt's. Wenn es euch gefällt, dann lasst ein Like da. Vielen herzlichen Dank an euch alle fürs Zuschauen. Jetzt machen wir das über ein halbes Jahr und ich habe gemeint, so, ja, es flaut langsam ab. Dann macht es so. Und es sitzen 1500 Leute herin. Wieder. Und das mitten im Sommerloch. Jetzt darf mich interessieren, was passiert, wenn wir das im Winter spielen, wo die Leute Zeit haben und da haben. Aber gut. Ist ja gut. Dankeschön. Birger, wann hast du das letzte Mal über 1000 Likes gehabt? Also im Stream schon lange nicht mehr. Das war Visage das letzte, glaube ich. Und dann die nächsten zwei Streams nochmal. Irgendwo da. Herr Jodel, sau gut, weiter so. Leute, vielen herzlichen Dank. Lasst ein Like da, das ist alles, was wir brauchen. Seid freundlich im Chat. Und so weiter und so fort. Vielen, vielen herzlichen Dank. Also es ist völliger Irrsinn. Habe ich nicht damit gerechnet. Ich bin jetzt dann auf den Karrieremodus gespannt und wenn der einigermaßen lustig ist, dann werden wir das ja öfter machen. Okay? Alles klar. Hansi rein, habe tritt. Weiter geht's. Zum Fällen von Bäumen stehen dir 2 Geräte zur Verfügung. Die Kettensäge, der Holzfoliant, da fangen wir mit der Kettensäge an. Das möchte ich aber auch hoffen. Mit der Kettensäge kannst du Bäume fällen, sie in kleine Stücke zerschneiden und von Hand bewegen. Hole die Kettensäge. Da! Wo ist die Kettensäge? Da vorne wahrscheinlich in dem blauen Kreis. Weil wir haben ja übrigens der Usain Bolt. Vorheriges Werkzeug. Wo ist meine Kettensäge? Die ist wahrscheinlich da hinten drin. Ist die da hinten drin? Was ist das? Spanngurt anbringen. Wofür? Wo ist die Kettensäge? Was muss ich tun? Was muss ich tun? Geh zum Baum mit der blauen Markierung. Platziere die Kettensäge an der Seite des Baumes. Hab ich die Kettensäge schon? Ich hab da gar keine Kettensäge. Wo ist denn die? Weiß ich nicht. Könnt ihr mal jemand rausmachen? Ich seh keine Kettensäge. Wo soll denn die sein? Kommen wir da nur an. Und die auch hupen. Schade. Herr Birko, stell's auf Liste, dann kommt's. Was auf Liste, dann kommt's als einziger Stream. Sollen wir's auf Liste stellen, wenn wir fertig sind? Das kann man heute einmal machen. Ja, kann man heute einmal machen. Holzbier voll Ernter Squad. Da gehst her, Bam! Hat's die geil! Hab ich's jetzt kaputt gemacht? Ich hab's genau gesehen, wie es war irgendein Hell drum. Der Bursche probiert mal ein Bayreuther Hell. Herr Öpfel, vergesst für den Zirkel 50. Ich weiß nicht, wie ich da ohne kommen soll ans Bayreuther Hell. Wo ist meine Mutter? Sagt da! Aha. Rechte Maustasten. Geh zum Baum mit der blauen Markierung. Platziere die Kettensäge an der Seite des Baumes, bewege die Säge, bis eine kreisförmige grüne Markierung erscheint. Schalte die Kettensäge ein und warte, bis sie vollständig durch den Stamm geschnitten hat. Alter, vielleicht sollst du mal schauen, in was für Richtung der fällt. Safety first, bitch! So. Sehr gut. Sehr gut gemacht, Birger. Richte die Kettensäge nun vertikal aus und säge ein kleines Stück vom Baumstamm ab. Ungefähr 1 Meter. Mit der Kettensäge kannst du auch die Äste vom Stamm entfernen. Okay. Hey! Rettet Wälder, esst mehr Biber! Wenn man das gerade war, geht's gut. Achso, wenn ich mitten im Baumstamm drin dann sage ihn auf hier, dann heilt sie der Baum wieder auf 100%, weil Realismus Level 9000. Fuck you!
Und Satz mir bitte nicht besser. Vielleicht werden die Spielmechaniken noch interessanter. Ja? Wenn das dann mit Geld verdienen und Sachen kaufen und so weiter, vielleicht macht das die Motivationsschraube. Ja? Aber ich sitze immer noch da, jetzt nach 1,5 Stunden. Ist ja durstige Mods, rettet die Mods, spendet Leberkassemmeln und Paulaner Spezi für die Mods, ihr könnt sie retten. Vergeht's gut, Special Greets an die Mods. Und überleg so, ich sitze da, Computer, und wenn mir jemand fragt, was tust du eigentlich? Ja, ich mach mit einer virtuellen Motorsag, schneide einen Baum zusammen. Warum denn? Aber gut. So. Was haben wir da? Wo ist denn eigentlich der Baum hin, den wir. Jetzt pass auf, da sollen wir ein Stück losschneiden. Macht man Meter, da das ja gut, sagen wir es, das ist ein Meter. Was ist jetzt? Leichte Holzstücke kannst du per Hand bewegen. Nachdem du eins aufgehoben hast, kannst du es drehen. Greif den Holzstück und lege es auf den Laster. Wie nehme ich das? Objekt zu schwer. Hey, wenn das kein Meter nicht ist, dann weiß ich aber halt eine, was ist denn da ein Meter? Dann schneiden wir es halt noch in der Mitte auseinander. Objekt zu schwer! Oder ich sage doch das. Jetzt pass mir auf, jetzt pass auf. Ach, jetzt kommen wir nicht mehr. Wenn das, ist dieser Meter bei euch? Okay, das ist sogar easier Meter. Ich sage doch nicht, den 5 Kilometer langer Baum in lauter sich eine Stückel und trage den manuell ins Auto, bin ich Bleibstell. Oder was? Ich weiß es auch nicht. Es gibt Bauern, die nach der Arbeit nach Hause kommen und FS so. Ja, das ist fragwürdig. Keine Ahnung. Naja, sehr schön. Es ist ganz einfach, einen Baum mit einer Kettensäge zu fällen. Ja, ich glaube, es ist in echt ganz einfach. Schnittschutzhosen, Helm braucht alles kein Mensch. Einfach hingegangen. Naja, wird schon passen. Aber kleine Stämme bringen nicht viel Geld. Das hätten wir jetzt ein Depp auch sagen können. Probieren wir jetzt den Holzvollernter aus. Auf den bin ich gespannt, Alter. Ich mag jetzt so ein geiles Ding, das Baumstamm so nimmt. Und dann, oh, fucking hell, ja. Holzvollernter sind teuer und können nur Bäume mit einem geraden Stamm fällen. Mit ihnen bekommst du aber längere Stämme, die mehr Geld wert sind. Steige in den Holzvollernter ein. Her mit dem Drum! Ein ins Viech! So, mit 5. Wir können noch ein Radio umschalten. Ah, jetzt geht gar nicht. Fahre zu einem Baum und schalte den Holz.
Flo, hab ich dir. Ich bin's der Bürger, ich da Holz hacken. Aber ich hab mich da ein wenig festgefahren. Und die Leute warten schon, bis ich fertig werde. Schau dir die Idioten an. Schau dir die Deppen an. Warte nicht. Müssen wir noch mal anfangen, glaube ich. Wir müssen noch mal anfangen. Ich hab mich festgefahren, es tut mir auch irgendwo leid. Es tut mir irgendwo leid, irgendwo aber auch nicht. Weil ich muss da mal runterscrollen so. Hey, lade mal ein wenig schneller. Forstwirtschaft. Ja, hier haben wir jetzt eine Gaudi da. Weißt du, das ist ein ganzer Tutorial. Was passiert denn eigentlich? Gibt's da nicht irgendwas, wie man sich da wieder befreien kann? Oder ist dann die Maschine im Arsch? Kann ich mir dann neue kaufen gehen? Weil ich auf den Baumstamm draufgefahren bin. Ich weiß es auch nicht. Enter. So, müssen wir jetzt. Was ist denn das, oder? Das ist Baumpflanzen. Ah, weißt du was draufgeschissen? Weißt du was? Ist ja gut. Money, Murmelkopf, vergeht's gut. Ich kann leider nichts lesen. Da Murmelkopf, obacht die Musi lang schon für einen Strike. Was? Im Landwirtschaftssimulator die Musi lang für einen Strike. Seriously? Das ist das Letzte. Hilft's auch nicht. Freunde der Sonne. Karrieremodus. Neuer Farmer. Mit dieser Einstellung ist deine finanzielle Situation entspannter und die Getreidepreise sind in der Regel höher. Spielelemente sind vereinfacht und das Getreide auf den Feldern verwelkt nicht. Ja, das ist ja langweilig. Farm Manager. Die Standardeinstellung für den Anfang. Die Wirtschaft verändert sich angemessen, Getreidepreise sind akzeptabel und der Kredit bei der Bank bereitet dir noch keine Kopfschmerzen. Spielelemente sind auf den Standardeinstellungen. Passt. Bei 0 beginnen ist ein bisschen hart, das tun wir nicht. Ja, das tun wir nicht, weil ich rede doch nicht, ich weiß nicht, ich weiß ja gar nicht, was dann passiert, ist mir auch scheißegal. Wir haben einen Farmmanager von Welt. Da, hier, Herr Graf Akko, Zero Deaths! Ja, kann man sterben in dem Spiel? Ich weiß nicht. Falls ja, dann kannst du warten drauf. So, Charakterauswahl. Ich bin der Wurzensepp, damit das klar ist. Ist der Wurzensepp. So, Frisur haben wir keine. Kopfbedeckung. Oh, ein Fiat. Der Wurzensepp mit dem Fiat Capi. Der Schwarze. Der Weste. Oh, so viel Accessoires, geil. Es gibt der Westen, okay. Accessoire. Sonnenbrille nix, alles klar. Also der Wurzenpepp. Weißt du was? Wurzensepp gefällt mir nicht so gut wie Wurzenpepp. Enter. Wurzenpepp. Los geht's. Was? Die andere Map ist eine deutsche Map. Oh! Oh shit, was haben wir jetzt da? Nein, zurück. Na, was? Excuse me, Rush B, blöd. Farm Manager. Ach, das ist Wort Map-Auswahl. Ich hab die ganze Zeit gemeint, das ist der Ladebildschirm. Ravenport. Da gibt's noch andere. Facebrunn! Oh, Facebrunn. Freilich nicht mehr Facebrunn. Das andere ist ja. Ja, das ist ja USA. Das ist ja da sagt man. Das ist die US-Map. Und das, was ist Facebrunn? Ist bei uns da. Gibt's Facebrunn in echt? Ich weiß nicht. Ist ja wurscht. Weiter. Der Wurzenpepp. Homer Terra Variant DLC. Ich hab keine Ahnung, was das ist, aber wird schon passen. War einfach dabei wahrscheinlich. Los geht's. Also nochmal. Du das Stück Baum abschneiden, draufsteigen, Stamm nehmen, wegfliegen wie Hexenbesen. Glaubt mir, funktioniert. Ja, ich glaube auch, dass es funktioniert. Herr Money, vergeht's gut. Los geht's. So. Du hast, muss ich mal erstmal was trinken. Ich hab schon wieder hier den Sodbrenner am Start. Wie geht's euch? So zwischendurch, wer ist noch da? Ist noch irgendjemand da? Habt's einen Spaß? Gefällt's euch? Es sind echt immer noch 1200 Leute da. Er hat so ein verblödeter Haufen. Ich weiß nicht, wer der Geilste am Platz ist. Ich sag aber ihr, auf euch. So, dann nehmen wir einen Schluck aus dem köstlichen Glas, Flaschenfanta. Das sehr transparent ist, merke ich gerade. So. Chillig, cremig, da fangen wir jetzt noch schnell an und dann schauen wir weiter. Du hast genügend Geld, um deinen Traum vom eigenen Bauernhof zu verwirklichen. Wer träumt nicht davon, jeden Tag um 5 Uhr in der Früh aufzustehen und um 2 wieder ins Bett zu kommen und den ganzen Tag so hardcore körperlich zum Arbeiten, dass du eigentlich bloß kotzen möchtest. Worauf wirst du dich spezialisieren?
Auf Babykier natürlich. Ackerbau, die Zucht von Nutztieren, Forstwirtschaft oder doch von allem etwas? Die Entscheidung steht dir völlig frei. Zuerst musst du aber etwas Land, Gebäude und notwendige Werkzeuge und Maschinen kaufen. Danach kannst du deine Erzeugnisse verkaufen und den Bauernhof erweitern. Okay. Herr Bitterle, tut, einmal Bulldog. Bulldog, dok, 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 dok. So. Wir haben 1,2, was, wir haben 1,2 Millionen Euro. Wieso fange ich da das Arbeiten an? Die nehme ich mir da und lass mich am Arsch lecken. Was soll das? Hm. Gottes Willen, wo hab ich jetzt hingedruckt? Wieso sitzt ihr jetzt im Zug? Wieso sitzt ihr jetzt im Zug? Spanngurte anbringen, lösen. Wovon, Alter? Oh, der kann hupen! So, ey, ich weiß überhaupt nicht, was... What? Wieso bin ich jetzt... Komm da einfach... Was ist denn das? Was ist denn das, wenn ich... Mr. Diox, vergeht's gut, ab 1000 Stunden im Landwirtschaftssimulator, kannst du dir das vorstellen? Nein, kann ich noch nicht. Noch nicht, wer weiß schon. So. Also alles, was ich bis jetzt gelernt habe, ist, dass wenn ich auf Tab drücke, dass ich im Zug sitze und wenn ich auf E drücke, steige ich aus und dann fahre ich davor. Was passiert, wenn ich aufspringe? Warte jetzt einmal. Was passiert, wenn ich auf den Zug aufspringe oder einfach einlaufe? Kann man da mitfahren? Nein, bleib auf der Stelle stehen. Was ist denn jetzt? Was du denn? Was du denn? Zug! Ich weiß nicht. Schreibt jemand Druck auf P, blöd wie ich bin, du ist blind und dann kommt das. Was ist das? Ich weiß nicht. Marken. Amazone. Gefällt mir gut. Schauen wir mal, was Amazone aber was ist denn das? Das sind schon wieder so Menschenvernichterhäcksler. Amazone, 13.000 Euro. Schau aus, dass ihr den Geld scheißt, oder was? Ich weiß gar nicht, was das überhaupt ist. Was ist das? Fahrzeuge. Aha. Man kann auch Autos kaufen, Radlader, Pflanzenschutz, Baumwolltechnik. Gemäß der Hautfarbe soll dazu rassistisch, Bürger, Maulleuten. Mittelgroße Traktoren, Großtraktoren, Feldhäcksler, Zuckerrohrtechnik, Tierhaltung. Tierhaltung. Was der bei der Tierhaltung? Was tut der? Oh, sau der Strautmann! Sau der Strautmann, tut der geht jetzt sau. Was tut der? Ein Futtermischwagen mischt Silage, Heu und Stroh zu TMR. Bestehend aus 60% Basisfutter und 40% Kraftfutter. Um dies dann direkt an die Kühe zu verfüttern. Ich hab das Gefühl, das übersteigt mein Horizont. Diverses. Was gibt's denn in Diverses? Ein Stapler. Und das ist der Terra-Variant. Was ist? Ein Holmer Terra-Variant ist ein Trägerfahrzeug. Verschiedene Aufbauten, zum Beispiel Gülletank oder Miststreuer. Ermöglicht unterschiedliche Aufgaben zu erledigen. Es gibt sauber zwei Sachen. So ist ganz ehrlich, ich mag doch bloß Bulldog fahren, Alter. Was habe ich grüße mein Glas Sim C. Ich glaube, es gibt Fake Sim Cs. Ich weiß nicht, ob es die kennen beim Skytrax, aber Skytrax vergeht's für entwickelt. Was haben wir da? Werkzeug. Es gibt so viel Zeug, was sind die scheiße Merker, Alter? Was ist das da? Objekte. Big Bags, Paletten, Ballen, platzierbare Objekte, da kann man sich jetzt so Unternehmensgerätschaften kaufen quasi. Tierhaltung, diverses, Silos, Dekorationen, Hallen, Farmhaus. Ich scheiße aber Farmhaus. Ich bin da zum Arbeiten, haben wir nicht so Gaudi da, ja? Tierhaltung. Was kann man da? Der Lizard. Der Lizard. Gibt's was anderes? Ich mag den Lizard nicht. Oh, lecker Hundshütten. Gibt's einen Hund? Ich brauche einen Hund. Du her. Wo tue ich das hin? Wo baue ich das jetzt da hin? Muss ich aber nicht zuerst irgendwie ein Grundstück oder so kaufen? Du besitzt dieses Land nicht. Das haben wir schon gedacht. Was ist da? Landschaftsbau. Landschaftsbau starten. Du besitzt dieses Land nicht. Terrain kann hier nicht angepasst werden. Okay. Also wir müssen jetzt, lass mich erst einmal luren. Wir sind da so, gut, was ist das? Da haben wir Escape, da habe ich gesehen, da gibt es Karten. So.
Wir haben da herum. Was ist das? Bahnsilo Ost. Ich scheiße aufs Bahnsilo Ost, ich brauche einen Hof oder irgendwas. Was ist das da? Was ist dieser Shop? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, was ich tun. Was muss ich tun? Du musst zuerst in Esk ein Land kaufen. Gut, dann kaufen wir ein Land. Wo gibt's Land? Fahrzeugübersicht, Finanzen, Tiere, Verträge. Burghotel, Feld 4. Vertrag düngen. Der Besitzer bitte, ich mag doch nicht eine Aufgaben machen, legt's mir doch am Arsch. Ich möchte mal ein Land kaufen. Statistiken, Spieleinstellungen, gut, da geht es so weiter. Kann man das so kaufen? Verschieben, X-Land. X-Land. Ja, haben wir es schon. Herr Philips, Alter, ich hab grad eine Radio Vollsäure, Bergfasslehre, eine Drehment. Das glaube ich nicht. Warum ich nicht das glaube? Weil du besser schreibst, wie alle, die nüchtern sind. Drück mal X und dann wählst du dein Land aus. Hat jemand geschrieben, haben wir schon gemacht. Schau, kriegen wir hin. So, was kauft man uns? Was wollen wir denn überhaupt machen? Ja, ich habe auf alle Fälle, wo ist ein Land? Wo ist ein Land? Land? Land wo? Land? Keine Ahnung. Trinken wir lieber nochmal. Ist das wurscht, was für ein Land das wir kaufen? Können wir da alles anbauen? Was wir mengen? Oder ist das irgendwie festgelegt? Kleiner Tipp, start ein neues Spiel im Modus, neuer Farmer, da hast du dann schon ein paar Geräte und einen Hof. Das ist ja langweilig. Aber merci dir. Kartenübersicht. Schauen wir mal nochmal. Da ist schon festgelegt, da wird schon angezeigt, da ist Gerste, Weizen, Hafer, Bambui. Zu rassistisch. So, 20 schreiben wir nicht. 20er. Das heißt wahrscheinlich ein relativ kleines, oder? Ich muss nicht klar. Was ist das pinke Zeug da? Was ist das? Zuckerrüben. Weiß ich nicht, was soll ich mit der Zuckerrüben? Ich mag 4. 21. Ich nehme 21. Was? 21 sagt mir zu. Ist nicht groß, ist nicht klar, nehmen wir. Was kostet das? 281.000. Das kostet mir gleich 250.000. Hammer. Land kaufen, möchtest du dieses Land für 281.000 Euro kaufen? Ja! Kaufen! Ja, Schmalzfloh, vergesst mir den Zwickel. Dank der Drecksarbeit, da habe ich den Anfang verpasst. Das ist ehrlich. Aber den Stream, den lasse ich da drin. Ja, den lasse ich da drin. Lasse ich da sauber drin. Land 21, ist jetzt meins. Haben wir das verstanden? So, das kann ich wieder verkaufen. Nein, ja gut. Muss nicht sein. Kann ich mir da irgendwie hinbeamen? Muss ich da jetzt hinlaufen? Ist nicht der Ernst, oder? Muss ich da nicht die ganze Welt ablaufen, damit ich zu dem geschissenen Dings da hinkomme. Wir müssen Viehhändler. Scheune. Leer besuchen. Da kann man sich einfach hinporten, Jay. Scheune. Was kann ich da? Hallo, ich mag eine Babykuh. Grüß Gott. Servus. Grüß Gott. Ich bin der Bürger. Ich hätte jetzt gerne eine Babykuh angeholt. Und wir brauchen einen Namen für die Babykuh. Die Babykuh nehmen wir. Weiß ich nicht. Fällt mir dann auf den Weg ein, wenn ich es kaufe. Hallo? Wo kann man das auch einkaufen? Das bei 20 ist dein Hof. Das da quasi. Wie kommen da hin? Kann man sich da nicht porten. Du musst einen Kuhstall kaufen. Hey, ich kann mal Sachsen, kannst du mich grüßen. Lüge. Kauf dir einen Bulldog. Kauf dir ein Fahrzeug und drück Top. Ah, jetzt verstehe ich, glaube ich auch. Jetzt verstehe ich, was das Top tut. Das portet dich quasi in dein aktives Fahrzeug. Verstehe ich das richtig? Okay, haben wir schon mal das erste gelernt. Die Frage ist, wo man hier scheiß Fahrzeug kauft. Das würde mich interessieren. Fahrzeuge, habe ich keine Finanzen, Ausgaben haben wir auf alle Fälle mit 281.000 minus. Nicht gut. Ich muss einmal zum Shop. Lasst mich mal zum Shop. Wir porten uns jetzt zum Shop. Dann kaufen wir uns erst einmal eine Karre. Ja? Hier, Shop. Da. Ah ja, da kann man doch mit Sicherheit kaufen. Was gibt's da? Da haben sie Symbole. Schauen wir mal, dann sehen wir es schon. Fahrzeugoptionen öffnen. Hier kannst du deine Fahrzeuge anpassen und reparieren. Verkaufen zurück, konfigurieren, reparieren zurück. Ja gut, da muss ich jetzt quasi erst welche haben. Okay. Was ist das? Finanzen. Interessieren mich nicht. Finanzen, die werden ja immer erst am Schluss so geschaut. Okay? So. Bei P. Landschaftsbau starten. Also da kann man sich auch Sachen kaufen. Ja, was brauche ich? Ich weiß ja gar nicht, was ich brauche. Ich weiß ja gar nicht, was ich tun mag. Ich weiß ja gar nicht, ich kaufe jetzt einfach mal einen Kompakt-Traktor. Kompakt, Bulldog. Kompakt!
Ich bin ein Rasensprenger. Ja, schreibt mir, dass da mal ein Find in Real Life Dass kaufen da kann. MOI ein Fan in Real Life kaufen kannst. Merci dir. Ich arbeite dran. Druck P und dann auf Kaufstein Find 5,15. Find! Ich mag aber einen Fiat. Was tust du mit dem Fiat mag? Da kostet er nichts. 59.000. Das ist ein Peanuts, Alter. Ich schmeiße dir die Züge aus der Hosentaschen raus. Das ist ein Witz. Das ist ein Kalte. Der Loher grad. Ich mag, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, der Find 500. Hey, was, jetzt gehst du auf Großtraktor und kaufst einen 900er Find. Ja, der ist so teuer, was soll ich mit dem? Ja, Großtraktor, was kostet der? Oh, Johnny. Ja, schau, wie teuer das ist, ich will doch nicht das ganze Geld jetzt schon aussehen, nix da. Dann kaufen wir uns wenigstens einen mittelgroßen Find. Haben wir einen mittelgroßen Find? Einen Johnny, einen Steier, nach dem schreien, nein, wir alle nach dem da, kenne ich mich nicht aus, ist mir wurscht. Find 700 Vario. Ist das was? Kann der was? Ich weiß es nicht. Sicherheitshalber schauen wir jetzt zu den Großtraktoren. Deitz, was haben wir noch? Deitz Series 9. Schaut auch gut aus. Oh, da ist er. Find 900 Vario. Sollen wir den einmal machen? Sollen wir uns den einmal auf die Habenseite legen? Ja, auf der Habenseite ist da ist er gut aufgekommen. Gut, Zucker sie ist aufgekommen. Na? So. Nein. Ganz ehrlich, mir ist eine Viertelmillion für das Scheiß, da müssen wir jetzt teuer. Da ist die Hälfte für unserem Geld schon weg, da haben wir noch nichts. Einen mittelgroßen nehmen, ja. Holzer, Goschen und dann Kaffee, ja, da. Ja, 700er Vario für 180, der muss gelangen. Doppelklick, eingekauft. Oh, kann man den noch? Oh, leck. Schau dir an, was kann man mit dem alles tun? 165 PS, 400 Liter pro Meter. Geht 50G. Hauptfarbe. Gibt's da noch? Wow, da gibt's eine Sekundärfarbe, die ist auch grün. Das ist aber toll. Das ist eine gute Sache. Ja, ihr streitet euch im Chat dabei drum, was man kaufen soll. Ist recht. So, Reifenhersteller, Trelleborg, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Der Trelleborg, dann gibt's nur einen Nokia. Macht Nokia Reifen. Bin mir nicht sicher, egal. Auf alle Fälle schauen die Bereifung. Schaut mir nicht nach einem Bulldog ein. Nehmen wir nicht. Was gibt's da sonst noch? Was Rad, Breitreifen und Gewichte. Was für Gewichte? Pflegebereifung. Was ist das? Das schaut aus, als hätte er einen Leg Day geskippt. Never skip the Leg Day. Zwillingsbereifung. Oh, leck, Alter, gibt er den. Oder scheißen beieinander wieder, Alter. Hat er nicht gesagt. Zwillingsbereifung. Ist's krass. Standard. Wir nehmen die Standardausführung. Ja? So. Motorausführung. 716 Vario. Was haben wir da noch? 720 Vario. Kostet bloß 17.500 mehr. Ja, ist schon wurscht. Nein, ist der natürlich. Oh, 724 Vario. Kostet gleich 40.000 mehr. Das lässt mir auch alles so, wie es ist. Das ist Frontladeranbau. Ja, nein. Der Frontlader ist der Frontlader wichtig, ich kenne mich nicht aus. Ist es zum Gewicht von unhänger, also ist wahrscheinlich wichtig. Außerdem kostet bloß 1500, ist mir wurscht, haben wir's. Hier, mieten, hallo, wir haben einen Bauern von Welt, wir kaufen uns unsere Maschinen. Möchtest du dieses Gerät für 181.500 kaufen? Ja! Freilich! Was, dein Kauf steht beim Händler abholbereit? Jawohl! Wo? Ah! Gib Gas! Erst einmal sauber um den Hof driften. Wir schauen, wie lange ich das machen kann und keine Leute gehen. So, jetzt machen wir mal den scheiß Radio aus. Aussteigen, wir brauchen noch mehr. Wir brauchen doch noch irgendwas anderes auch, oder nicht? Muss ich da eigentlich da hergehen, damit ich das Zeug kaufen kann? Ich weiß nicht. Ja, passt schon. Mit der Pflegebereifung machst du weniger Feldfrüchte kaputt. Mit Zwillingsbereifung sinkst im Bad nicht so ein. Wieder was gelernt. Also das mit den dünnen Reifen, das habe ich mir schon gedacht. Die tut man wahrscheinlich ohne, wenn es durchs Feld durchheizt, wie es ich vorher da hab, damit nicht so viel kaputt geht. Wenn ich mit den zwei fetten Reifen hinten durchfahre, ist wahrscheinlich alles im Arsch. So.
Hoppala, wo waren wir? Wo waren das jetzt? Wo waren wir stehen geblieben? Wir brauchen, ich weiß gar nicht, was wir für Gerätschaften brauchen. Ich kenne mich nicht aus. Was wir jetzt mit denen, wir begutachten jetzt mal unser Fade. Okay? So. Was, ein Bulldog klangt nicht? Ich weiß nicht. Glaube ich nicht. Glaub kein Wort. So, wo müssen wir überhaupt hin? Schauen wir mal auf Karten. Karten, rechts geradeaus auf. Okay. Kann man sich da nicht irgendwie schneller hinbeamen oder sonst was? Wir brauchen ja noch voll die Gerätschaften. Dann haben wir schon eine halbe Million rausgehauen. Dann haben wir nicht mehr angefangen. Dann haben wir lieber hupen. Ich fahre in die total falsche Richtung. Hoppala, 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 hoppala. Nichts passiert, nichts passiert. Nichts passiert. Pass 1 zu drücken. Oh! Lichter waren schon immer geil. Ja, wir haben doch nicht so eine Gaudi da. Was passiert, wenn ich dem einfahre? Bleiben wir da, Entschuldigung, bleib mal da. Ey, lol, hätte ich den nicht eigentlich da hinten in den Weiher versenken sollen? Bleibst du! Saudeppert, so Arschloch, geh aus! Steig aus, ja, Hunden auch noch! Du Arschloch, du Saudums! Sei froh, dass man die nicht rausziehen kann. Schau mal hier, wo du schau dir mal deine Gichtelbratze, wo du am Lenkrad hast. Was soll denn das werden? Ist mir schon klar, dass du einfahrst, du Trottel! Du Futzen, grober Saudepp! Führerschein im Lotto gewonnen! Schau, dass du lang gewinnst, sonst... Also ganz ehrlich... War schon Spaß gewesen, wenn man da mal sauber draufhauen kann. Wow, leck, Alter! Gib dir das! Disco, Find. Disco, Find. Hey, Dorffestel heut! Mach die! Beim Schoß in der Schupfe! Los geht's! So. Kann ich mir das kaufen? Ist das mein Hof? Kann ich da was kann ich da tun? Kann ich da was tun? Oh, das da hinten ist mein Feld. Schau hin! Wir können die Map wieder klar machen. Kann man etwas sagen, wenn man die Map wieder klar macht? Ich kenn mich nicht aus. Schau aus, dass ich mich auskenne. Ich weiß auch nicht, was ich da tue. Ich weiß es nicht. Dann macht man die Map wieder klar. Ah, mit 9. Herzlichen Dank. So. Schauen wir mal unser Fade an. Erstmal sind wir kurz ins Fade. Was ist denn da eigentlich drin? Kann man damit was anfangen, was da steht? Ich weiß es nicht. Kann man das begutachten? Was steht da? Ah, Feldinfo. Feldinfo. Gehört dir. Ist schon mal gut. Fruchtart. Wurz. Sauna. Wurz. Wachstum. Im Wachstum. Gedüngt. 100%. Unkraut. 0. So. Fazit des Ganzen. Fahren wir lieber mit unserem Bulldog da wieder Richtung Aussehen. Weil ich das Gefühl habe, ich hab da schon was kaputt gemacht. Das heißt, das wächst jetzt. Was tue ich jetzt? Also. No offense. Ernsthaft, wenn ihr mir jetzt verzeiht, dass ich jetzt warten muss, bis der Wurz gewachsen ist. Was tue ich währenddessen? Wir kaufen uns jetzt noch eine Babykuh. So schaut's aus. Wir wieder zurück aus. Ja, fahr am Baum ohne Grütze, fix mich voll die Pflanze da am Baum hin. Kann man das einmal etwas sagen? Wahnsinn, ja, ich sag nur Ahnungslose. Na, auf P ist das irgendwo gegangen. So, hier, da. Kaufen wir uns mal sauber eine Tierhaltung. Hier, ein Hähnerstall, einen großen Hähnerstall, Kurwart, Pferdl gibt's, es gibt Pferdl. Schweindl, groß, klar, Schaf gibt's, Schafel. Was wollen wir? Also ich bin für Babykuh. Ah, Babykuh. Hashtag Babykuh, ab in den Chat. Hundshütten. Das erste ist ein Hundshütten. Her mit da. Warte mal, bin ich da? Was ist denn das für Kass? Wo bin ich da? Wo bin ich da? Ich sehe überhaupt nichts. 9. Wer ist das? Hirschi. Ich heiß Map, mal heißt's Karte. Map, Karten, was auch immer. Wo bin ich? Naja, da kann man mit Schiff. Kann man sich da nicht mit der Kamera irgendwie hinporten oder so? Kann man das nicht? Nein. Ja, da müssen wir halt hinfliegen. Ich kenne mich nicht aus. Ich werd mich bis zum nächsten Mal ein bisschen schlauer machen, werde ein paar Tutorials anschauen. Da werden wir schon rausfinden. So, jetzt haben wir in den Shop runtergeflogen, da wollten wir natürlich nicht, da wollten wir hin.
Du besitzt dieses Land nicht. Das ist eine Lüge. Das gehört mir. Achso. Und jetzt baue ich dir einfach mitten ins Feld der Hundshütten ein. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das wird. Keine Ahnung, stellen wir es einfach mal hin. Bäm, Hundshütten. Bäh. Nur ein Gegenstand pro Hof erlaubt. Was soll denn das wieder heißen? Wo sind jetzt die Hundshütten? Hundshütten! Ist da ein Hund auch drin? Hund! Hallo! Hallo! Da ist... Oh, der Hundshütten. Wir haben Hundshütten gebaut. Macht Zeit schneller. Wir gehen Zeit schneller. Plus, minus. Doggo! Mr. Doggo! Wir brauchen einen Namen für die. Wir brauchen sofort einen Namen für die. Du heißt ab jetzt... Oh, stimmt, man kann da streichen. Oh, der kleine Doggo! Alles klar, best game ever. Er heißt Doggo Kaust. Der feine Doggo Kaust. Der feine Doggo Kaust. Ja, bitte, der feine Doggo Kaust. Ja. Der feine Doggo Kaust. Ja. Du bist aber feiner. Kannst du ja irgendwas? Kannst du ja irgendwas? Ich meine, seriously, kannst du ja irgendwas? Aber, oh, gibt's da einen Boy? Gib mir den Boy. Okay. R füttern. Oh, man muss immer vor der eine da. Oh, ja, ist so ein... Mr. Doggo Kaust, bester Mann am Platz. Jawohl, bis sie ihn anstreichen. Ja, leg die eine in Dosen, weil es eh wurscht ist. Bei Fuß. Du kannst bei Fuß? Leg, du kannst hier wirklich was. Hundi! Ja, du bist der beste Mann am Platz. Best Game ever. Hashtag beste Doggo. Bester Doggo. ESC-Einstellungen Zeit auf 120 Mal. ESC? Einstellungen. Name, mein Spielstand. Zeitskalierung. 120 Mal. Da machen wir halt das so. Schaut mich fast so an, als... was passiert jetzt da? Sagt man da irgendwo, wie weit das Wachstum ist? Im Wachstum. Weißt, in der Zwischenzeit sollten wir uns einmal einen Mähdrescher besorgen. Was sagst du? Mr. Doggo, was sagst du? Bist du streichen? Guter Mann. Guter Mann. Beste Doggo. Hä? Kommst du? Ja, freilich kommst du. So, ich mag aber einen Kuhstall. Den holen wir uns jetzt auch noch. Wir können das da kaufen. Ich mag... ein Rasensprenger. Herr Tatzi! Ihre Bürger, ich bin auch mal wieder Spenden am Start. Beim letzten Monat nehme ich nach Landau bezogen. Was? Mit den Spenden am Start. Was tust du denn da? Warum ziehst du Den nach letzten Landau? Monat nämlich nach Landau Oberzon. Vergeht's gut, aber warum zum Teufel zieht man nach Landau? Ich weiß nicht. Hol ein Fichtenmoped und einen Anhänger, dann kannst du das Holz, das schneidest, verkaufen, kriegst für den Anfang ganz gut Geld. Du darfst jetzt mal auf die Forstwirtschaft sitzen. Ich bin dafür, dass wir uns erst mal einen Kuhstall kaufen. Jetzt mal so was. Hier Schweindl, Pferdl, Kuhstall, große Kuhweide, Kuhweide. Wir kaufen uns erstmal für 100.000, ja? Was sind 100k? Ja, wo muss ich das? Ich verstehe nicht ganz. Ich muss das Zeug da herbauen, dass da so mein Hof ist. Aber gut. Kann hier nicht platziert werden. Ja, dann stelle ich es aber heute da. Muss ich das mitten ins Feld einstellen? Ich verstehe es nicht. Das tue ich jetzt einfach, weil es mir wurscht ist. Kenne ich nix. Da kenne ich nix. Was kann ich da jetzt tun? Das Objekt kollidiert mit einem anderen Objekt. Ja, I don't give shits. I don't give shits. Drücke Enter. Mit was kollidiert denn das? Hab ich es schon gekauft? Hab ich das jetzt schon gekauft? Kuhstall? Oh, leck, da steht der Kuhstall. Doggo! Wo ist der Doggo? Doggo, where are you? Mr. Doggo! Und jetzt kann ich mir jetzt eine Kuh kaufen. Ich mag eine Babykuh. Das ist das Letzte, was wir heute notieren. Also, bevor wir keine Babykuh nicht haben, geh ich nicht. Da gibt's eine Mille. Ein wenig eine Mille. Was ist das da hinten? Was ist das? Was brauchen wir? Das ist Güllegrüm. Ist das Güllegrüm? Sehe ich das richtig? Muss man die... Oh, da kann man das produziert Gülle, die kann man wieder am Feld verspritzen. Alter, best game ever, Alter. Best game ever, Alter. Wo kann ich denn jetzt ein Viecher kaufen? Habe ich da nicht vorher irgendwo auf der Karte einen Viehhändler gesehen? Da unten ist ein Viehhändler. Besuchen. So, servus. Kann ich da Gickerl kaufen? Gickerl, Händel, alles, was auch nicht. Kuh vielleicht noch dazu. Wo tue ich das? Stell die Zeit zurück, du kannst dreschen. Was, ich kann dreschen? Stell die Zeit zurück, ich kann dreschen. Okay. Ich habe aber weder einen Mähdrescher noch irgendwas. Sollen wir uns vielleicht um das zuerst kümmern? Ich glaube, das werden wir heute nicht mehr erleben. Kauf... Was knattert da unten im Tal? Das ist ein Getriebe vom... Führt euch im Chat anständig auf. Oder weiter zurück. Was? Wie? Wo weiter zurück?
Ich mag nur bloß eine Babykuh. Du hältst dich gern. Wenn du ein guter Bauer bist, triffst du erst einmal der Uli. Ja, der gute Bauer von Welt 2019, der vermöbelt erst einmal seine Alte und dann triffst du irgendwas anderes. Du musst R drücken. Ah, danke für den Tipp. Birger! Ich hab heute meine Tante gefiegelt. Mr. Azrarok, ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich so gut ist. Bin mir einfach nicht sicher. Was, du hast keinen Viechhänger, Alter? Alter, auf was muss man da jetzt aufpassen? Ich hab überhaupt nichts. Ich hab einen scheiß fucking Bulldog. Mit dem kann ich im Kreis driften. Ja, und meine Alte kann ich dreschen. Das ist alles. Alles, was ich kann in dem Spiel. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kaufe mir jetzt aber eine Kuh. Kuh braun. Oh, braun-weiß. Kuh black. Kuh schwarz-weiß. Schwarz-weiß sehe ich nicht mehr, oder? Was ist denn das, Alter? Das ist dieser Brahmin aus Fallout, ich weiß es auch nicht. Was ist das für Chernobyl-Kuh? Das ist doch keine echte Kuh nicht. Die mag ich. Nein, die mag ich. Gib mir eine Kuh. Verschieben. Hof. 2,5. Es wird eine Transportgebühr erhoben, wenn die Tiere nicht mit einem eigenen Viehhänger transportiert werden. Das ist mir wohl Gebühr 200 €. Oder für 200 € stehen nicht mehr auf. Wo darf man da hinkommen? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Freunde, ich weiß es auch nicht. Ich mag jetzt auf alle Fälle. So, wo ist mein Korn? Wir kommen jetzt wieder heim. Nein, nicht mit dem Zug. Ah, so gehen wir wieder. Oh, da wird's finster. Ah, schau hier. Schau hier, da wird's finster. Jetzt parken wir unseren Bulldog. Jetzt parken wir unseren Bulldog noch im Kuhstall drin. Hier, Vollgaslicht. Hier, Post 1. Sauberes Tatütata. Los geht's. Hupen. 20 Uhr. Chaussee. Schupferfestel. Nicht vergessen, los geht's. Achtung, rechts müssen wir einkehren. Da müssen wir rein. Da ist eine Mauer. Das ist schlecht. Da ein bisschen laufen. Jawohl. Hier, jetzt geh halt mein Alter, sag mal, ist es nicht auch so, dass verdammt nochmal der Bulldog nicht lenken kann? So, da, das schaut mir gut aus, wie eine Garage, da lässt man drin stehen. Passt. So, was tue ich denn eigentlich mit? Ah, wir haben eine Taschenlampe. Wir haben eine Kuh! Wie schaut es eigentlich mit denen aus? Die haben da mit... Was tue ich jetzt mit der? Komm mit der was tun? Und der Spielstand ist versehen mit. Der ist nicht versehen mit. Jetzt streng dir mal. Scheiß dir mir nicht so. Kann man mit der Kuh irgendwas tun? Kann man nichts tun mit der Kuh. Oh. Was kann man da? Was kann man da? Kann man da was tun? 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 Weizen. Gehört mir. Erntereif. Da schau her. Tja, Freunde der Sonne. Freunde der Sonne. Freunde der Sonne. Wisst ihr, was das heißt? Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Was mit der Kuh passiert. Und ob wir mir unseren Wurzeln, unsere Alte noch Droschen kriegen. Weißt du, wann wir das rausfinden? Am Montag um 8 Uhr. Freunde, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Konstant. 1100 bis 1500 Leute herin. 2 Stunden lang. Für einen Landwirtschaftssimulator. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir haben das Spiel noch nicht entdeckt. Ich werde mich bis Montag einmal ein bisschen schlau machen, einmal ein bisschen selber spielen. Und damit ich nicht komplett planlos da umeinander laufe, weil das letzte ist, werden wir ein paar Tutorials anschauen und dann schauen wir mal. Vielleicht spielen wir am Montag auch schon Multiplayer. Schauen wir mal. Wir werden sehen. Es geht auf alle Fälle am Montag weiter. Und wir spielen sehr wahrscheinlich einen Landwirtschaftssimulator. Ja? Ich habe es für einen Witz gehalten, dass so viele Leute da Bock drauf haben und ich habe es eigentlich als Gaudi empfunden, dass wir das heute einfach mal deren, weil es völlig wurscht ist. In der Sommerpause, denke ich mir, dann macht es BAM und es sitzen 1500 Leute drin. Freunde, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns am Montag um 8 Uhr geht's weiter. Die Zeit ist verflogen wie nichts, okay? Das sagt mir so viel, ich habe keine Ahnung, was ich da heute habe, sage ich euch auch ganz ehrlich, aber es war irgendwie lustig, sonst war die Zeit nicht so schnell vergangen. Es war mir eine Ehre, wer hätte das gedacht? Vielen herzlichen Dank, wenn es euch gefallen hat, nochmal lasst ein Like da, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die rege Beteiligung im Chat, vielen Dank für alle Donations, vielen Dank für alle neuen Mitglieder, für die alten an die Mods, die sie das wieder gegeben haben. Hä, Alter! Nicht wie ich gehe! Schau dir bitte ein paar Videos an, weil du machst alles falsch, was du falsch machst. Es hätte mir jetzt der Depp auch sagen können, aber vergessen für den Zehner.
Schau da bitte ein paar Videos an, weil du machst alles verschweißt, wo ich machen kannst. Ja, das war meine Intention, deswegen habe ich mich vorher auch nicht mit dem Spiel befasst. Schauen wir mal, ich werde mir ein paar Sachen anschauen, wenn es mir zu viel wird, dann müssen wir das Learning by Doing machen, hilft das sowieso nicht. Auf alle Fälle haben wir was Schönes gefunden, was wir im Laufe bis zur Sommerpause spielen können, glaube ich. Ich habe auch schon überlegt, ob wir vielleicht einmal Wild Hunt, oder wie es heißt, spielen könnten. Nein, nicht Wild Hunt. Hunt of the Wild, ich bin mir nicht sicher, ist egal. Wir sehen uns am Montag. Verzeihung, das war ein asoziales Kuppel. Jetzt schleichen wir uns ins Bett. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende schon mal vorab. Und wir sehen uns am Montag um 8 Uhr auf die Nacht. Dann geht's weiter. Und dann werden wir uns einmal eine neue Babykur anschaffen. Und jetzt schleicht euch verdammt nochmal ins Bett. Ich wünsche euch eine schöne Woche, schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Es war mir eine Ehre, Sie zu belustigen. Hoffe, euch hat's gefallen. Hauen Sie rein. Bis zum nächsten Mal. Habe tritt! Bulldog! Sebi, vergeht's gut. Nur mehr an Oli, vergeht's gut. Ab in den Chat, Hashtag Bulldog! Mit 100 O's. Nein, nicht mit 100, mit 8. Okay? Habe die Ehre.